So ein geiles Intro. Ja, Alter, das ist jetzt ein neues Intro von Lauch und Locke, Alter. Tschüss. Einfach in ein Operlied, ich find's gut. Ja, Perle. Nein, du, Raul, du hast Migräne gehabt, geht's jetzt wieder gut? Oder ich Yes. fange einfach mal so mit einer lame Frage an. Je suis ok, et toi? Ja, alles Perle. Ich kann jetzt gerade meinen PC nicht entsperren, ich kann jetzt die... mein Gesicht ist... Oh, es ist gegangen. Mein Gesicht ist, glaube ich, hässlich. Ich glaube, die kennen mich nicht mehr. I will remember you. Ja, also Leute, herzlich willkommen zum der allerersten Podcast-Folge Lauch und Locke. Wie ihr im Namen schon entgehen könnt, sitzt hier ein Lauch und auf mir gegenüber der wunderbare Raul mit seinen wunderbaren Locken. Oh, thank you. Beim Raul trifft beides zu, bei mir nur das Erste. Bei er ist Lauch und Locke in Kombination, ich bin nur Lauch. Und blind ist er auch noch und schwerhörig ist er auch noch. Das Ja, ist ich bin das volle Paket von unfähig. Er ist Und das- einfach am Probieren zu überleben. Er ist so ein ziemliches Wrack da irgendwie so. Unsportlich nicht vergessen. Ja, das ist bei Lauch in der Regel vorprogrammiert, meistens. Autsch. Entweder man ist Lauch, weil man sportlich ist, oder weil man unsportlich ist. You know? Entweder man verdaut schnell, oder man macht Sport. Autsch! Was? Okay, also ihr merkt, unser Podcast macht nicht wirklich Sinn. Wir haben auch überhaupt kein Thema, wo wir irgendwie gehen. Wir setzen uns einfach zusammen, haben auf einer geilen Internetseite ein paar Fragen rausgestellt, wo wir einfach so ein bisschen darüber diskutieren und so ein bisschen beantworten würden. Wenn euch irgendeine Frage oder irgendeine Antwort von euch nicht gefällt, dann könnt ihr gerne mal ein Gegenargument dazu in die Kommentare schreiben, das ist sicher interessant. Bitte raget aber nicht, das wäre nicht so nice. Ja, und fühlt euch nicht angegriffen, wenn wir irgendeine scheiß Antwort geben, weil wir können es einfach, also ich könnte sowieso sagen, was ihr wollt, wir sind sowieso immer die einzigen, Das Ding die ist richtig halt, sind. unser Podcast ist wie Kunst. Es ergibt für niemanden Sinn, außer für uns. Ja, das könnte man Lenzin sagen, Alter, wenn der mit irgend so einem hässlichen Ich habe eigentlich mal irgendwie so etwas im BG-Unterricht rausgefetzt. Und dann hat er mir gerade so, ja, jetzt wenn sie Kunst einfach beleidigen, oder... Und ich... Ja, nein, sie, aber es ist doch so. Wir sind eigentlich in Aarau in der Ausstellung gewesen, und da hat es einfach wortwörtlich eine Schnur gehabt, die angeklebt war auf ein Blatt Papier oder so. Und das war Kunst gewesen. Und also, ja. das Ding ist halt, ich sehe nicht ganz, was Kunst ist in dem. Aber eben, für jedem das Seine. Es ist halt denen wirklich so. ihre Kunst, nicht meine. Es ist wirklich, also wir haben in der Verwandtschaft haben wir einen Modedesigner, der ist sehr aktiv auf Instagram, hat mehrere 2000 Beiträge, weil er jeden Tag irgendetwas postet. Und ich kann dir das mal schnell zeigen, das ist, du kannst es dann den Leuten beschreiben, die sehen das ja logischerweise nicht. Ui. Beschreiben, meine perfekte Stärke. Oder ich kann es beschreiben, also ich kann jetzt das Mach es mal einfach als Titelbild vom Podcast. ja. Das So ist als Thumbnail, alle einfach so, da zum Beispiel so ein Bild von so einem zerstörten von einem zerstörten Auto. Tageser. Steht drauf. Es ist drauf, also es ist so ein silberner, was ist das, Alfa Romeo oder so etwas, oder Opel Corsa-mäßiges Zeug, ich habe keine Ahnung von Auto. Irgend so ein kleines Oma-Auto steht auf der Straße mit eingeschlagenen Scheiben, die mit Frischhaltefolie repariert sind und Alufolie und so ein Scheiß. Es ist Müll am Boden ringsherum. Die Leitplanke vorne ist am zerkeien, Motorhaube ist am Arsch. Und dann ist auf der Seite mit ziemlich schlechter Kunst, mit Edding oder mit Spray Taxer drauf gesprayt. Und er postet täglich solche Fotos, also wirklich da wieder irgendein Spiegel, wo am Rand steht und irgendetwas denen zeigt. Irgendwie da, das ist sehr interessant, ein Rohr mit Stromkabel, die irgendwie rauskommen, und ich verstehe den Sinn hinter nicht, aber er findet das genial. Ist Mode nicht auch Kunst? Mode ist Kunst, doch, ja. Ja. Das ist- Kennst du die Modenschau, wo ein Model rausläuft und sieht wortwörtlich so einen aufblasbaren Swimmingpool an? Nein. Aber das ist einfach so, ihr Gesicht durch. Ey, das ist so ein geiles. aber das ist halt wirklich, das ist eben genau das, was ich meine, das ist eben High Fashion, Alter. Das verstehen nur die Models. Ich glaube, Models verstehen das selber nicht, Mann. Das ist so... eben, ich han da wirklich so Sachen gesehen, wo man denkt, hey Gott, verdammt, wieso sollte ich das anlegen? Das ist einfach High Fashion, das ist so... Das musst du sehen, das ist einfach eins geil. Siehst du, die ersten 2 Bilder. Es Ja, ist wortwörtlich lol. ein Swimmingpool, einfach in den Boden, ein Loch hineingesch... Also,
Ich weiss nicht, ob ich das schaffe, aber wenn man den Podcast auf YouTube ladet, lass uns schnell, wenn ich den Podcast auf YouTube lade, schaffe ich das sicher, dass ich dir das Bild schnell einblenden lasse von dem. Das wäre so geil. Das ist einfach Das ist so wirklich Verständnis Sachen, die wir einfach nicht verstehen. Ich meine, Mode kann man sehr tolerant sein. Ich meine, 90% von dem, was irgendwie auf der Catwalks und so gelaufen wird nie in echt angelegt. Ja, Das ist halt nur so für riesige Galen. Das muss ich sagen, das ist eines der einzigen Dinge, die ich bei Germany's Next Topmodel gelernt habe, was ich immer meine Schwester schauen musste. Es gibt einen Unterschied zwischen High Fashion und, ich weiß nicht, wie das andere heisst, glaube Fashion. Einfach nur Fashion. Nein, keine Ahnung. Ich weiss einfach, High Fashion, das ist eben genau das, was die beim Model machen. Das ist Zeug, das man nie im Alltag anlegen. Das geht nur darum, möglichst auffällig zu sein, möglichst außerordentlich, möglichst etwas Abnormales. Und deswegen läuft die Frau jetzt mit einem Pool und einem Loch im Pool durch die Gegend. Gut. Da siehst du auch wirklich Sachen, das ist... I mean, Germany's Next Topmodel, es gibt immer nur eine Folge, wo ich auch von mir aus sagen kann, dort schaue ich mit. Das ist das Umstyling. Ja, Ich liebe es, wenn sie anfangen zu heulen. Meine Haare! Ich so, Junge, es wächst noch. Es ist zu geil. Es ist wirklich, ich würde das sogar noch geil finden. Ganz ehrlich, mich würde so interessieren, was so ein Profi-Coiffeur oder Coiffeur, oder wie man das auch immer muss, aus mir würde machen. Weil ich habe momentan sowieso das Gefühl, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf meine Frisur. Es scheisst mich an, die immer zu frisieren. Mich würde wirklich mal richtig interessieren, was die aus meinen Haaren würden machen. Jetzt nicht High-Fashion-mäßig, aber einfach... Das Ding ist, ich wäre bei allem dabei zum Ausprobieren, ausser Glatze. Glatze und so eine Mönchfrisur oder so, dann... aber ich würde nicht heulen, wenn es passieren würde. Ja, sowieso. Aber mit Mönchfrisur definierst du so einen Kranz, oder? Ja, so einen Kranz, das finde ich sexy. Das ist natürlich aber auch... Das ist Ideal halt der wirklich Männer. sehr religiöses, das ist... ja... Ja. Nein, aber ich wäre, also Glatze, so komplett gar kein Haar, wäre ich jetzt in meinem Alter noch nicht dabei, weil in meinem Alter sieht es aus, als wäre ich krank und das wollte ich irgendwie nicht. Aber wenn ich dann 20 bin, 30, Alter, fix Glatze, muss ich mich nicht mehr frisieren. Oder einfach so... Mit 20, ich bin bereit für eine Glatze, schneid es weg. Ja, Digga, hau weg mit dem Zeug. Nein, Take aber me away. Also ich meine, Militär, wir müssen ja sowieso unsere Haare abrasieren, Ralf, und du mit deinem Lockenschopf. Sie können mich mal kreuzweise. Also, nein, sorry. Apropos Militär, also wir haben der Raul und ich, wir haben vor ein paar Monaten haben wir so einen Brief bekommen schon vom Militär. Von wegen, ja, wir sollen uns doch da schon optimal darauf vorbereiten und deswegen haben sie uns mal da so ein paar Vorschläge, was man so machen kann im Militär. Dort ist, glaube ich, noch irgendetwas von so einer Info-Veranstaltung gestanden. Ja, die obligatorisch ist, die muss man hingehen. Ja, und weißt du das, Bezug, wenn der ist? Du musst dich selber anmelden. Also... musst das Datum festlegen. Wenn du ein Wunschdatum hast, musst du dich einfach genug früh für den anmelden. Oder das Datum. Deutsch, gute, ja. Du bist noch nicht gewesen, oder? Nein. Wir gehen dann fix zusammen, oder? Fix. Aber erstmal, Schule ist wichtiger als Militär. Ja, Schule geht immer vor, meine lieben Leute. Nein, also eben zur Erklärung, liebe Leute, wenn der Raul und ich es nicht schaffen, wie jetzt gerade, einfach so flowig-mäßig über ein Thema zu talken, dann haben wir uns von so einer hobbylosen Internetseite ein paar Fragen. Der Raul sehr schwer, ich mir ein paar. Also schwer. Ich meine, wovor hast du am meisten Angst? Ja, Fängt's los. Nein. Ich habe die schrägste Phobie, I guess you can say. Und zwar, ich habe panische Angst vor Tsunamis. Tsunamis. Und wir Tsunamis, leben in einem Binnenland und du hast Angst vor... Ich weiss, aber die Vorstellung von einem Tsunami ist einfach eins zu viel. You know what I mean? Oder auch, keine Ahnung, wenn du so einen steilen Hang runtergehen musst und du hast keine Chance, um dich irgendwie stützen oder festheben oder so. Und wenn du einfach runtergehst, würdest du wirklich einfach gerade runterfliegen. Ist hure wack für mich, vor allem, weil mein Lieblingshobby in dem Sinn Klettern ist. Aber, I mean... Die Ironie, Alter, die Ironie, die jetzt in drin steckt. Ich weiss es nicht. Also, du hast mich noch nicht beenden lassen, ich muss das noch schnell fertig reden. Wir haben uns vom Internet komplett dumme, hobbylose Fragen rausgesucht. Einfach im Fall von dem, dass wir nicht mehr wissen, über was wir reden wollen, dann kommt einfach mal eine Frage, die wird wahrscheinlich nichts mit dem Thema zu haben, wo wir aktuell am Diskutieren sind, aber einfach, dass ihr es wisst. Wir werden die Frage dann ein bisschen beantworten und vielleicht darüber diskutieren und ihr könnt die gerne auch für euch in den Comments, wenn wir auf YouTube sind, die mal da so ein bisschen beantworten, falls ihr Lust habt. Gibt es sicher interessante Diskussionen. Nein, aber zurück zu deiner Frage auch. Vor was habe ich am meisten Angst? Ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist sehr eine deepe Frage. Das geht schon fast richtig Deep Talk da. What's your phobia? Ja, genau. Tell me, Clarice. Ja. Ich weiß es nicht.
ich weiß nicht, vielleicht hast du auch so einen Albtraum mal gehabt, das hat glaube ich jeder mal gehabt, wo du in einer Situation bist, wo irgendeine richtig fette Gefahr auf dich zukommt. Ich weiß nicht, irgendjemand, der dich umbringen will, ein Tsunami oder ein Tornado oder so, und du bist irgendwo am Feststecken oder Festbrunnen und kannst nicht wegrennen. Oder bist gelähmt oder so etwas. I mean, es kennt halt jeder. I mean, if you dream that you'll die, you die. Ich glaube, ich habe von dem am meisten Angst, also dass ich irgendwie, oh, holy shit. Also, dass du nichts gegen eine Situation kannst machen, die tendenziell gefährlich sein könnte. Nicht unbedingt, sondern dass ich nicht aus einer Situation entfliehen kann, wo ich eigentlich gerne entfliehen würde. Einfach weil sie verdammt angsteinflößend ist. Ich finde, etwas, wo eigentlich mehr Leute wahrscheinlich Angst hätten, wenn sie wirklich verstehen würden, wäre Atombomben und so. Ich habe vor allem erst vor kurzem habe ich so Sachen geschaut auf YouTube, wie man halt so macht. Und es sind eben auch Atombomben gekommen und keine Ahnung, das ist halt schon Next Level Heavy, was die Details erreichen, weil so die normalen, Anführungsstrichen, Schlusszeichen, Atombomben heutzutage sind etwa 10-mal so stark wie die von Hiroshima. Ich meine, die war schon genug gewesen, um Angst einjagen. Also ja, I don't know, Modern Terrors. Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Also, ja, doch, ich verstehe schon. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also, es kommt, ich weiß nicht, die Frage ist sehr offen, was hast du am meisten Angst? Ist das irgendwie gemeint, eben so etwas wie ich jetzt so situationsbedingt oder von einer Sache, wo du am meisten Angst hast oder so? Also ich meine, Ja. generell, ich sage, es gibt bestimmt viele Leute, die Angst haben, dass der dritte Weltkrieg ausbricht. Mit Donald Trump, Kim Jong-un und Putin und so. Falls wir jetzt nicht zu deep gehen wollen, können wir also bei den kleineren, normaleren Phobien bleiben, wie so, ich habe Angst vor Schlangen oder irgendwie so etwas. Ja, also ich sag mal so, ich habe nicht Angst vor Schlangen, aber die Vorstellung, dass wenn ich im Bett liege und plötzlich so eine Schlange über meine Beine drüber kriecht, finde ich schon nicht geil. Ja, Also, nein, nicht ich wirklich. müsste jetzt nicht, like, ich habe jetzt gerade Vikings geschaut, für die Leute, die es unter euch nicht kennen. Also ich glaube, es gibt mehr Leute, die es nicht kennen, als die es kennen. Es geht um Wikinger. Was? Was? Plot Twist. Es geht vor allem um die Hauptperson, Ragnar Lodbrok. Das ist am Anfang ein einfacher Bauarbeiter bzw. Wikinger, der einfach mitgeht auf die Route. Und am Anfang ist so ein kleiner Kampf zwischen Jarl, also zwischen dem König quasi von Kattegat und dem Ragnar, weil der Ragnar will mit ein paar anderen Männern und seinen Brüdern in den Westen segeln. Also so richtig Beste. England halt und so. Wir sind natürlich alle in Norwegen. Und wenn dort halt, weil es heisst, dass dort sehr viele Schätze sind und so. Und schlussendlich macht es dann auch und besiegt dann auch so der aktuelle Boss, wird dann selber zum König, will er dann einen König umbringen und alles. Also ist ein mega geschätzter und ein brutal berühmter Mann. Und jetzt habe ich gerade die letzte Folge geschaut. Was ist Staffel 4, Folge 16. Wenn ich es richtig weiss, dort stirbt er. Und zwar wird er in ein Loch vom englischen König in ein Loch voll Giftschlangen gerührt, wo ihn dann halt beißt und dann stirbt er elendig an einem Gift. Und wenn ich mir so etwas müsste vorstellen, in einem Raum zu sein mit Hunderten von Schlangen, egal ob sie giftig sind oder wirklich Schlangen, ich würde mich umbringen, Bro, das wäre nicht mehr gut. Das Ding ist, du müsstest dich nicht mehr umbringen, sie bringen dich um. Also ich meine, keine Ahnung, Indiana Jones, hast du den ersten Indiana Jones geschaut? Wo sie Ich weiss in nicht Ägypten auswendig. sind? Was, wo sie? In Ägypten sind. Der geht zum Beispiel irgendein, ich bin mir nicht sicher, ob Ja, es ja, ein in Grab ein ist. Loch und dann kommen so Schlangen Es aus sind einzigen überall Loch. Schlangen Ja, ja, rundum doch. und Ja, so, ja, oh ja. fuck. Und dann mit der Fackel kann er sie zuerst zurückheben und dann, ja genau. Ach, Indiana Jones ist einfach so geil. I love it. Ich bin gerade auf YouTube. Man in a Room Full of Snakes. Da gibt es nämlich, ja genau, komplett. Und zwar, es ist so ein Mann, der Cobra-Shows macht. Mit Cobras. Also eben, ich weiß nicht, wie kann ich das definieren? Er versucht quasi mit ihnen zu kommunizieren, versucht ihre Bewegungen nachzuahmen, sodass Cobra ihn nachher macht. Und dann versucht er sie am Schluss von seiner Show zu küssen, ohne dass sie ihn beißt. Und entfernt ihnen natürlich Gift auch nicht, damit sie immer noch aggressiv bleibt, damit es nicht spannend ist. Und dann gibt es wirklich, das Video haben bestimmt sehr viel gesehen. Also da 18 Millionen Aufrufe, das andere 13 Millionen Aufrufe. Also ich glaube, das haben sie sicher auch schon mal gesehen. Ein Mann, der dann wirklich in einem Raum drin ist mit Tausenden von Cobras, nur Cobras. Und sich halt die beste Cobra dann aussucht für seine Show. Ich weiß nicht, ich spiele das Video jetzt einfach einmal ab. Ich zeige es dir, glaube ich, einfach auch gerne mal. Sonst können wir ja einen Link oder so. Wir können den Link beschreiben, ich glaube, ich kann es auch einfügen. Der hat doch dann einfach die eine Cobra so voll geschlagen, weil sie den Sack gebissen hat.
Eben, und da sieht man es, wie er mit der Schlange quasi probiert, so, versucht so mit ihnen zu kommunizieren, so versucht so zu suchen, wie die Schlangen auf ihn reagieren. Und das sind einfach Kobras, eine von der giftigsten Schlangen der Welt. Das Ding ist halt, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt so ein Kobra, wäre in diesem kleinen Räumchen mit dem zusammen, dann würde ich mir auch denken, what the fuck, warum bin ich da, was wette von mir? Lass mich, also, weißt du, was willst du von mir? Lass mich doch einfach gehen. Nein, aber das einfach zum Beschreiben, also so etwas, und auch Spinnen, ich habe eigentlich keine Angst vor Spinnen, aber wenn ich umzingelt bin von kralligen Spinnen, die mir auf den rumkrabsen, alle kleinen Sachen, also die in grossen Zahlen rumkrabbeln. Schlangen und Spinnen, es ist keine Angst, sondern es ist mehr, dass ich mich grusig, dass ich mich so ein bisschen grusen. Aber ich will unbedingt mal so einen riesig fette Python anlangen. Ich finde, Reptilien allgemein finde ich hure toll. Vor allem so wie Chamäleon. Krokodil. Nein, weil Krokodile sind Amphibien. Nein, sind Reptilien. Amphibien sind nicht so Amphibien frisch. sind, ja, fuck. Haha, dumm bin ich. Haha. Biologie am Start. Check nicht mehr, dass ich dumm bin. Ja, nein, also es ist wirklich so. Also, eben, auch so, meine Mutter hat das mal früher nicht machen. So ein, was hat sie, glaube ich, so einen 5 Meter Python hat sie anlegen. Das ist halt schon geil. Verwandte von mir haben im Keller unten Schlangen. Mehrere. Also was für Arten? Was für Arten weiss ich nicht genau. Wahrscheinlich nicht Giftiges, aber das darfst du Nein, giftige haben sie glaube ich nicht. Aber sie sind halt teils relativ ja. gross, aber nicht so im Sinne von 5 Meter innen. Ja, look, das die willst du halten. Nein, klar nicht. Und sie tun das selber Meerschweinchen züchten. Um sie füttern, das hast du mir schon mal gesagt. Das ist so... Es ist deprimierend, aber ich verstehe, dass es nötig ist. Ja, schon klar. Aber, ja... Like, ich könnte das nicht. Meersäule sind so süß. Ich könnte doch nicht Schlangen. Ich könnte kein Chamäleon halten wegen den Insekten, die ich kaufen müsste, weil ich weigere mich, lebendige Insekten zu kaufen. Echt? Mhm. Und du musst sie nicht essen? Ich muss sie nicht essen, aber ich muss die Schachtel aufmachen. Boah, ja. Also sorry, wenn die im Haus rauskommen, ich finde das aber lustig. Ich habe einen Kollegen, der heißt Joel. Grüße gehen raus, by the way. Die haben einen Hamster gehabt, einen Zwerghamster, glaube ich. Nein. Es ist doch irgendwie so etwas. Irgendetwas in dieser Art. Und der hat natürlich leibspeisig gern Heugümper. Und wir sind dann für den Heugümper gesammelt. Und wir haben sich ein bisschen übertrieben. Wir haben, glaube ich, irgendwie 10 oder 20 Heugümper gefangen, hat in den Käfig hineingeschmissen. Obwohl er nur irgendwie 2 Mack aufs Stock. Und dann sind halt dort in der ganzen Wohnung den Heugümper rumgegumpelt, weil halt oben nur so ein Gitter drüber war und sind halt durchgegumpelt. Ich meinte, die müssen im Haus suchen und müssen einfangen. Aber auf jeden Fall, das ist zu lustig. Ich weiss nicht, das klingt hure brutal. Aber der Hamster hat die Heugümper wirklich gefangen im Käfig. Komplett genial. Und dann hat er sie so mit der Vorderpfote festgehoben und hat zuerst mal den Kopf abgebissen. Und dann ist mal so, er hat einfach so 3 Bissen so rausgezogen und dann hat er mal den Kopf auf die Seite gespeuzt, weil der natürlich nicht fein ist ja logisch, oder? Dann hat er Bein abgebissen und dann hat er den Körper gegessen. Well, okay, I mean, das Ding ist halt nicht nur Reptilien und so essen so die herzigen kleinen Tiere, sondern zum Beispiel in Peru isst man auch Meerschwein als Gericht. Als Mensch, ja. Aha. Und ich meine, das Ding ist halt, wenn du mit dem aufwachst, who cares? Ich meine, in der Schweiz ist es auch legal, dein eigenes Haustier zu essen. Ich weiss nicht, wer das machen würde, aber es ist legal. Du darfst es einfach nicht anderen verfüttern, offenbar. Irgendwie so war es, aber du könntest deinen eigenen Hund so essen. Das ist krank. Es ist mega krank. Aber jetzt apropos Insekt, ich habe die Frage nicht aufgestellt, aber die fällt mir jetzt gerade ein. Würdest du, also, wenn man versucht momentan so ein bisschen ökonom zu bleiben und so und in Zukunft wegen Fleischkonsum und so ein bisschen zu reduzieren, würdest du dir zutrauen, Insekten zu essen in der Zukunft? Ich würde sie essen, aber sie dürften die Beine nicht haben und Fühler. Dann wäre ich on board. Also jetzt wir sind jetzt gerade im Wallis zusammen gewesen, dort haben wir ja einmal am Boden so eine richtig fette Grille gesehen. Also ja, ich weiss, so die 5 cm grosse. Wenn man die Kopf abpackt, Bein abpackt und dann frittiert, die würdest du dir gönnen. Das Ding ist halt, wenn die da wäre und sagen wir jetzt mal so voll fett irgendwie paniert worden wäre oder irgendeinem Frittiertdingsteig da und dann frittiert, dann würde ich es essen, wenn es fein ist natürlich. Also wenn ich es halt gerne habe. Und ich meine, ich bin eh nicht jemand, der viel Fleisch isst. Ich probiere möglichst kein Fleisch zu essen. Einfach weil ich es allermeist nicht so gerne habe. Aber Insekten, ja. Ich weiß nicht, kennst du die Insektenburger? Also die schon mal ein bisschen vergessen, dass Heuschrecken drauf hat oder so. Oder auch Pizza gibt es, glaube ich, auch. Ja, also das habe ich jetzt mal in Galileo oder in einem Doku oder so geschaut. Ja, der kommt immer so ein fetter Schwarm auf so eine kleine Insel hin. Und dann siehst du wirklich die Einwohner mit Pfannen draussen.
einfach umschlagen, bis sie genug haben in der Pfanne, dass sie zu so Burger-Dings machen können. Ich meine, wenn sie so ganz kleine Insekten sind, fände ich es auch okay zu essen, weil keine Ahnung, so der Gedanke, ein Ameisen zu essen, finde ich weniger schlimm als der Gedanke, so ein 5 cm Heuschreckenteil zu essen. Okay. Also wenn ich die Frage jetzt auch beantworten muss, ich kann es einfach nicht sagen. Ich weiss, wir haben ein paar Rausleute in den Betts. Ich weiß nicht, weißt du, wie Rausleute funktioniert? Ja, doch, haben wir auch. Okay. Dort haben wir die Lehrer und Schüler geholt und dann haben wir ihnen so Fragen gestellt, die man eigentlich nicht beantworten tut. So richtig private Fragen oder einfach Zum Beispiel, Fragen. was ist euer Lieblingssexspielzeug? So ein Scheiß. Also nicht, ich glaube, die Frage jetzt nicht explizit, aber, nein, das war zu heavy aber gewesen. wirklich so Scheiß. Und wenn sie die Frage nicht haben wollen beantworten, was die meisten nicht gemacht haben, haben sie müssen essen, was vor ihnen ist. Also so like, ich weiß nicht, ob du die Late-Night-Show kennst. Aha. Feel Your Guts. Oh, Feel Your Guts, ja genau. Voll. So, eigentlich wirklich so. Aber sie haben einfach nicht können entscheiden, was. Und es war nicht das Versus gewesen, sondern wir haben entschieden, was sie essen müssen. Und dann ist grundsätzlich wirklich so bestrichene Madenbrot gewesen, wo Maden drauf sind. Ich glaube, sie sind aber nicht mehr lebendig gewesen. Nein, sie sind tot gewesen. Oder so richtig hässliches Zeug halt. Folglich haben wir halt noch einen Plastiksack voll Maden gehabt. Und der Journalist, mein Kollege, hat die probiert und hat gesagt, sie sind actually noch fein gewesen. Und ich glaube, ich stelle mir aber vor, dass es wahnsinnig gesund ist, ein Insekt zu essen, einfach wegen dem hohen Eiweißgehalt. Und ich glaube, wenn man jetzt einen Heugümper nimmt, das muss gar nicht so ein fetter, grosser sein, also eigentlich sogar lieber nicht, sondern einfach so die normal grossen, wie es bei uns hat. Wenn man die richtig geil frittiert und salzt und würzt, und ich glaube, Da wäre ich auch dabei. ich glaube, das ist einfach. Like, bei mir ist vor allem auch so Kopfsache. Das ist bei mir das Problem. Wenn ich weiss, dass das vor mir ein Insekt sind, und das weisst du in der Regel auch, und du dann das Knacksen hörst. Ich glaube, das muss so grusig sein, aber ich glaube, schmecken selber, also vom Geschmack her, ist es glaub, gar nicht schlimm. Es wundert mich, wie ein Insekt ohne Exoskelett aussehen würde. Weil Es würde einfach gar nicht gehen. es wäre einfach ein Blob, oder? Es Aber würde ich gar nicht will's- gehen, weil es ich hat, glaub, will's eben gar gleich kein, wissen. ich glaube, es hat aber gar kein. Also ich wollte jetzt nichts Falsches sagen. Wir haben die Insekten durchgenommen, deswegen ist es jetzt gerade ein bisschen traurig, aber ich weiss einfach, dass in ihnen das Blut frei rum ist. Also die haben keine Blutbahnen oder so. Das heisst, sobald ihr Exoskelett ein Loch hat, fließt einfach ihr Blut raus. Ja, Also ich lol. glaube, die könnten eben gar nicht leben ohne ihr Exoskelett. Ja, also ich meine, Leben eh nicht, aber einfach schon Also wobei allgemein, doch, wie sie es müssen aussehen eigentlich, würde. weil sie tun sich eben hüten, dass sie können, wachsen quasi. Also das heisst, es muss irgendwie, ich glaube, sie haben schon dünne Haut, aber natürlich, sie können sich. Ja, jetzt können wir halt ein bisschen flexen, was wir im Bio gelernt haben. Aber Oder? hat es nicht im Bio geheißen, dass Muskeln, ich weiß halt nicht wie Insekten, ich weiß Spinnen zumindest, weiss ich, ihre Beine kommt arbeiten halt- nicht mit Muskelkraft, sondern durch Druck. Ja, also es wie kommt sie halt das darauf Blut an, halt in welcher dingsen. Größe, man. Ich meine, wenn du jetzt einen Vogelspinnen als Beispiel nimmst, ist es etwas anderes, als wenn du einen Fruchtfliegen anschaust. Oder einen Heugümper. Ja gut, weißt du, das ist halt etwas, das kann man auch googeln im Moment gerade irgendwie nicht sagen. Ja. Ich glaube, ich gehe mal zu meiner ersten unnötigen Frage, und zwar zum Thema unnötig. Was ist dein unnötigster Kauf? Also hast du mal irgendetwas gekauft, wo du sagst, das ist sowas von nicht nötig gewesen, aber ich habe es immer noch. Es regt mich irgendwie auf, dass ich es gekauft habe oder eben auch nicht. Es ist einfach komplett unnötig. Also so Sachen, die absolut unnötig sind. So 5 Gegenstände. So Fehlkauf auch. Kann man auch gerade einberechnen. So Sachen, die du gekauft hast, wo du denkst, das sind geil, aber nachher ist es ein absoluter Bullshit gewesen. Es war kein Fehlkauf in dem Sinn, aber ich meine, es ist klar, dass ich es nicht gross brauchen kann. Okay. Ich habe es gleich gekauft, also erwähne ich es jetzt einfach mal. Und zwar so ein Game of Thrones Puzzle, wo die ganze Welt, oder besser gesagt 2 Kontinente, abgebildet sind. Und zusammen mit so Plastikfiguren von den grossen Monumenten von den jeweiligen Städten und so. Und das ist halt, es ist so 3D-mäßig aufgestellt gewesen eigentlich. Und das war hure geil gewesen, dann die ganze Welt eigentlich zu sehen. Und zu wissen, okay, da ist jetzt der Charakter gerade, wenn ich diese reinschaue und dort ist der andere Charakter, was ich doch nicht war. Ich habe es aufgestellt, es ist halt riesig. Und in meinem Zimmer habe ich schon keinen Platz. Also habe ich es wieder zusammennehmen. Aber ich weiß, was du meinst, das habe ich schon oft gesehen. Das ist halt so das Ding mit Puzzle. Entweder du kannst Ich sehe es auch oft oder als nicht. so als Tour Eiffel, als Pariser Turm, Eiffelturm. Ich meine, was machst du mit dem? Du kannst es Es ausstellen. steht einfach aber- um. Es ist wie, du dreh dich mal über die linke Schulter, da hinter meinem Balken, wo ich da schön verziert habe, mit meinem Pflänzli, mit meinem Yearbook 2018 von der Betz, mit irgendwelchen Fotokollage von meiner Schwester an unserem Hund und was weiß ich. Mein alter Etui, weil dort meine Betz-Klasse unterschrieben hat, mein Parfum, ein Atlas des Menschen, meine Schlagzeugstöcke, die meine Schwester aus dem Hard Rock Café mitgebracht hat. Und in dem kleinen Gläschen ist noch ein Haifischzahn drin.
Das ist einfach, und da auch auf der rechten Schulter habe ich auch ein Gotthard-Autogramm. Ein Bild, wo Joshua steht, in einer Zeichnung, wo auf Mallorca so ein Strassenkünstler gemacht hat. Hure geil. Auch wieder im Pflanz, ein Holzpilz. Ein Pokal, den ich gewonnen habe bei einem Musikwettbewerb und das Postauto in VW Käfer-Variante. Das ist genau das Gleiche. Das steht einfach rum, sieht vielleicht schön aus, vielleicht auch nicht, fängt einfach so ein bisschen Staub auf. Das ist einfach so. Ja, gut. Okay, das war das erste gewesen. Was ist das zweite? Das ist schwer. Ich muss halt Ja, durchgehen. es muss nicht ein Fehlkauf sein. Einfach irgendetwas, wo du absolut Unnötiges gekauft hast. I mean, ich habe so einen Harry Potter Zauberstab. Mehrere. Und ich meine, die sind halt schon hurenführig. Aber wir sind in den USA gewesen, in den Universal Studios vor 2 Jahren. 2-3 Jahren, maybe. Und es ist halt, wenn du so dort bist, das ist fast schon ein Muss. Ja, logisch. Also, da bist du so, Logisch. so geil. Und ich meine, das ist halt auch einfach ein Staubfang. Ich meine, mit dem kannst du nicht anfangen, wenn du kein Cosplayer bist. Und ich bin jetzt wirklich kein Cosplayer. Also, dazu kann ich auch etwas sagen. Meine beste Kollegin Bettina, sie ist ein riesen Fan von Harry Potter, genauso wie ich. Und sie hat den Geburtstag gehabt und ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, selber einen Zauberstab zu basteln, also basteln zu bauen wohl eher. Also ich hatte so ein Stück von Bambusstock genommen, weil die immer wieder so die Rängli haben, oder, wo so ein bisschen Wellige drin ist. Habe auf die passende Länge angepasst. Dann habe ich mit Heißkleber Muster drauf gemacht und mit Karton und so. Und dann habe ich den besprayt, zuerst mal schwarz. Und dann habe ich so ein WC-Tüchlein genommen und habe so Rostrot drauf da und Rostbraun, also so ein bisschen, dass es alt aussieht. Habe noch ein bisschen Silber dazu, dass es so ein bisschen glänzt und so. Also der hat unfassbar gut aus. Ich habe ein Foto auf meinem alten PC, beziehungsweise habe es jetzt auch auf dem, weil ich natürlich meine Sachen übergeladen habe. Hat wirklich geil ausgesehen. Dann habe ich Sperrholz genommen und habe aus dem wirklich noch so eine Zauberstabkiste gebastelt. Habe dann mit braun angemalt und habe dann die mit Wasser gefüllt, also halb Wasser und Farbe, dass es richtig flüssig ist. Und dann ist das Wasser mit der braunen Farbe in die Faser vom Holz reingegangen. Und dann hat es richtig so nach einer alten Holzbox ausgesehen, weil die Fasern so breit waren, weil es so alt und morsch war und so. Dann habe ich noch ein Küssi genäht. Ich kann nähen, ich habe es gemacht. Ein Küssi, das genau in die Box reinpasst, wo ich dann in der Mitte so eine Rille gemacht habe, dass ich dort den Zauberstab reinlegen kann. Und dann habe ich noch so glänzendes Seidentuch genommen, das man drüberlegen kann. Und noch einen Deckel gemacht mit einem schönen Ast. Ich kann dir nachher das Bild zeigen. Ultra geil, ich blende das Bild auf YouTube dann vermutlich auch ein. Ey, das ist... Sie hat das, glaube ich, in ihrem Leben nie gebraucht. Sie hat so da, als hätte sie sich gefreut. Hat das wahrscheinlich in irgendein Regal hineingestellt und nie mehr gebraucht. Aber es ist einfach etwas, was ich finde, wenn es sich verbindet, ist doch geil. Ja, also ich meine, das ist ja mit den meisten Fanartikeln so. Also, keine Ahnung, selber machen kann ich nicht so viel reden, weil ich mache nicht so viel selber in dem Sinn. Weil ich auch einfach zu faul bin. Aber so Sachen, die ich kann, also keine Ahnung, die hast einfach, dass sie hast und wenn du mal Bock hast zum Anschauen oder so, nimmst du es vor und tust es wieder versorgen. Ich meine, gross etwas machen kannst du sonst nicht. Aber noch so ein unnötiger Kauf, in Anführungsstrichen schon sagen, ist, ich habe so ein Dingswand, wie heißt das? So ein weiße Dingswand, Pinwand, oder wo du so schreiben kannst. Whiteboard. Whiteboard, genau. Und sie ist eben auch magnetisch. Und ich habe mal ein Star Wars Plakat gekauft. Es sieht überraschend geil aus. Es ist nicht so ein 0815, wo einfach so ein paar Charakter drauf sind, sondern es sieht so alt, retromäßig aus. Ein bisschen. Und das habe ich dann halt einfach dort aufgehängt. Und ich meine, es passt halt einfach hart nicht drin irgendwie. Und dann, keine Ahnung, ist die Schule strenger geworden, habe ich es wegnehmen, damit ich an dem Whiteboard arbeiten kann und Mathe machen und so. Das heisst, es ist jetzt auch einfach irgendwo im Schrank drin, oder weiß ich doch nicht was. Also, ja. Ja. Ist das jetzt dein Plakat, ist das jetzt da dein dritter Gegenstand gewesen? Ja, oder dein vierter? Eigentlich schon, wenn man so sagen kann, wird. Dein fünfter? Oder wie viel haben wir? Nein, wir haben gesagt, dein Game of Thrones Ding. Zauberstab. Dein Zauberstab und jetzt auch dein vierter jetzt. For fuck's sake. Das Ding ist, was gibt's für unnötige Sachen? Sonst fange ich mal an mit einem Fehlkauf. Das ist eine gute Idee. Ich habe, glaube ich muss gerade überlegen, was ich sagen. Ich habe, stimmt, nein, ich darf jetzt die Webseite nicht sagen. Ich habe mir Bluetooth-Kopfhörer gekauft von einer Marke, die jeder kennt, ich jetzt aber nicht aussprechen darf. Und ja, ich sage mal so, sie haben geil ausgesehen, sie haben actually für das Geld hure gut gelungen. Sie haben 60 Franken gekostet. Also so True Wireless Kopfhörer.
Aber ich habe dann auch noch, wegen Garantie habe ich sie zurückgeschickt, das heisst, ich habe sie 2-mal geholt. Und bei jedem Mal ist eben nach 3 Wochen Gebrauch, die haben einfach nicht mehr geladen im Case. Es ist nicht gegangen. Kontakt habe ich dann geputzt und alles und habe das Case neu aufgeladen, es ist nicht mehr gegangen. Und kaum habe ich das Case ein bisschen bewegt, so ganz leicht, einfach irgendwie vom Tisch aufgenommen oder so, haben sie sofort aufgehört zu laden und haben sich mit dem Handy verbunden. Kompletter Bullshit. Ey, ich habe damit 60 Franken ausgegeben. Gut, schlussendlich habe ich sie dann zurückgeschickt und dann habe ich das Geld auch wieder zurückbekommen. Das ist richtig ehrenhaft von dieser Webseite. Also wenn du in der Garantie bist, kannst du dort, egal wie lange du schon am Buchen bist, wenn es noch in der Garantie drin ist, in diesen, wie viel habe ich gehabt? 5 Jahre. Und das ist verdammt viel. Zurückgeschickt und sie geben dir immer noch das Geld zurück. Finde ich richtig ehrenhaft. Also ich habe somit keinen Verlust gemacht, aber es ist hure belastend. So, das ist jetzt so das, was mir jetzt so einfällt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du jetzt schon etwas überlegt, weißt du noch etwas? Ich war früher absoluter Messer-Fan und so gewesen. Das Ding, ich weiß nicht, vielleicht betrifft das viele junge Leute. Aber ich weiss noch, wie ich meine Eltern angebetet habe, bitte erlaubt mir das Schwert einfach zu holen. Und das Ding ist halt, wenn so eine kleine, keine Ahnung, 9-Jährige oder so zu dir kommt, so, Mami, darf ich mir ein Schwert kaufen? Dann kommt das schon so ein bisschen über, du, was habe ich für ein Psycho erzogen? Und ich habe jetzt halt einfach daheim so Sackmesser und so, weil logischerweise Schwerter haben sie gesagt, nein. Also, du bist so Fan von richtigen Schwertern, nicht so Holzschwerter und so? Nein, Holzschwerter, ich meine, die sind auch geil. Plastik Wir haben so. immer zum Beispiel so eine Waldhütte gehabt, da haben wir einfach aus so Abfall, aus so Blachen und so, die wir gefunden haben im Wald, haben wir so eine Hütte zusammengebastelt. Mit der Primar ist das, glaube ich. Und dann haben wir einfach dort Stecker genommen und daraus Schwerter selber geschnitzt. Mhm. Und die sind toll gewesen, aber selber Holzschwerter gekauft, nein. Ich kann immer das richtige Ding wählen. Und ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber einfach so ein absoluter Waffennarr bin ich gewesen. Aber Schusswaffen habe ich langweilig gefunden. Ich bin früher als gewisses Kind unfassbarer Mittelalter-Fan gewesen. Ich habe es geliebt. Alles, was mit Ritter und Kampfzug kennt, ich habe es geliebt. Und für das bin ich bis heute für meinen Vater dankbar. Das war richtig ehrenhaft gewesen. Ich habe mit meinem Vater zusammen wirklich literally fast jedes Wochenende ein neues Schwert bastelt, also baut eigentlich aus Holz. Also wir haben dann wirklich Holz gekauft, dann habe ich mir im Internet ein Schwert gesucht, wo ich dachte, ja, das sieht geil aus, habe das ausgedruckt und dann aufgezeichnet auf dem Holzbrett, dann hat es mein Vater ausgeschnitten, dann haben wir es geschliffen und angesprayt und dann bin ich happy gewesen. Und wenn Kollegen gekommen sind, haben wir dann oftmals noch einen Schwertkampf gemacht, das war richtig geil gewesen. Das sind die Besten gewesen. Und dann, das ist so geil gewesen. Und dann später, als ich dann aufgehört habe, also ich kann dann auch wirklich Klamotten aus dem Mittelalter wählen, also Ritterhelm und so, alles habe ich wählen. Habe mich oft auch verkleidet, ich bin verkleidungsnah, ich habe mich mega oft verkleiden. Später bin ich dann Polizist-Fan gewesen, weil wir in der Familie Polizisten haben und ich einfach das zu geile Beruf gefunden habe mich auch immer als Polizist verkleidet, habe ich mir wirklich mit meinem Vater zusammen haben wir dann so ganz viele Holzpistolen gemacht, die möglichst echt aussehen. Dann haben wir noch Taschen dazu gemacht und da bin ich richtig stolz, das habe ich nämlich selber entworfen. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Polizei zu tun hast, im Sinne von Schnuppern oder so. Die haben ihr Holster, also ihr Polizeiholster könnt ihr mit der Knarre abnehmen und dann versorgen und dann einfach einklicken, quasi so in den Gürtel. Und so etwas habe ich gebaut aus Holz, also so T-förmmäßig quasi. Ein T-Form, wo man einklicken kann. Und das bin ich zu stolz gewesen, habe ich so ein Pistolenholster gemacht, dann habe ich ein Pfefferspray aus so einem alten Stock machen, das angesprayt, das aussieht wie ein Pfefferspray und Handschellen gekauft und verschiedene Taschen an Gürtel an und dann habe ich immer so, also das ist so das habe ich einfach zu geil gefunden. Also ich weiß nicht, du bist nicht allein so mit Schwertern und so Waffen und so. Kennst du das Fest da, wo in Lenzburg im Schlossheim ist? Also Fest, wo der ja, Markt da. Genau. Mittelaltermarkt, ja. Da gibt es ja auch so einen Schwertkampfstand. Ja, das ja, war immer so lustig mit denen. So Gummischwert und Schilder. Also es war so ein Poolnudel eigentlich über den Stock. Ja. Du hast einfach miteinander auf den eingeschlagen, bis du irgendwo getroffen worden bist. Und nachher, wenn noch Helm und Schild und Fußschild und so Sachen dazu bewegen, Alter. Du hast einfach nichts mehr gesehen. Und da hast immer so das Schild vor dir gehabt, das ist einfach irgendwie rausgehauen und gehofft, dass jemand trifft. Wir haben eben in der Primar sehr viel mit Mittelalter dazu gehabt. Wir haben nämlich mit unserer alten Primarlehrerin, der Frau Engler, sind wir aufs Schloss Lenzburg gegangen. Und die hat dann wirklich dort ein paar einen Typ und eine Frau organisiert, die Einblick gegeben haben. Der eine hat Einblick als Knappe oder Ritter und so gegeben, was man dort halt so macht, von Knappe bis zu Ritter. Was ist das Erste? Das Erste ist irgendwie Page. Genau, Page, Knappe, Ritter, der Weg quasi.
Und dann hat er wirklich auch noch so ein echtes Schwert rausgeholt und hat einfach mal auf den Holztisch draufgeschlagen, damit man sieht, wie viel Gewalt das dahinter hat und so. Und bei dieser Frau hat man dann so Sachen gemacht, wie schauen, was macht man eigentlich, wie haben die Leute eigentlich einfach so gelebt. Also sie war quasi so das Gesindel gewesen und hat so beschrieben, wie das Gesindel und so ist, wie das so gelebt hat oder wie auch die Königin gelebt hat. Mit deren ist man quasi so durchs Schloss durch und hat 3-mal geschaut und so. Und da habe ich natürlich übelst geil gefunden, Alter. Ich bin früher mehr ein Ägypten-Fan gsi und die sind halt nicht wirklich bekannt gewesen für die Waffen, weil für das sind sie so fast zu alt. Sie haben schon recht überraschend gute Waffen, aber es ist halt nicht so das Eisenschwert und so Sachen. Aber asiatische Kulturen, also jetzt vom Süden zum Osten, haben in der Regel schönere Schwerter und so, wenn du weißt, was ich meine. Ja, doch, ja. Schönere Traditionen, muss ich auch sagen. Ja, und also ich finde auch vor allem Architektur und so, finde ich in den asiatischen Ländern mega schön. Sehr speziell, sehr edel. Also ich meine, Kathedralen und so bei uns sind auch edel, aber sie wirken eher klobig im Vergleich zu den... Ja, so Betonklötze, sage ich jetzt mal, ganz hart gesagt. Nein, ganz hart gesagt, aber so zum Beschreiben, was du meinst, ja. Okay, dein 5. Gegenstand hast du noch nicht gesagt. Fuck. Jetzt muss ich das ganze Zimmer durchgehen. Ich glaube, bei mir wirst du nichts finden. Weil ich finde nämlich auch nicht mehr. Also natürlich, ja, okay, gut. Aber Schulbücher, mal ganz ehrlich. Was ist das für eine Logik? Ich habe da König Ödipus, Sophokles, Give a Boy a Gun, Martin Rue, G.E. Lessing, Emilia Galotti. Gottverdammt, wieso müssen wir Geld für das aufgeben? G.E. Lessing, sein Name ist so wack im Fall. Er heisst Gotthold Ephraim, keine Ahnung, das muss ich Mir googeln. scheißegal, wie der Typ Nein, ich heisst. find's voll Das lustig. Buch, das er geschrieben hat, ist... Nein, Mann, ganz ehrlich, das ist so eine Logik. Wir müssen ein Buch in der Schule lesen, aber wir müssen das dann von unserem eigenen Geld bestellen. Und ich weiss, ich will das in meinem Leben nie mehr für alle und nie mehr brauchen. Also, ich meine so, Ödipus, das ist noch voll gegangen zum Lesen. Aber wenn so Bücher kommen wie die Räuber von Schiller. Schiller, ja. Das lesest du einmal in deinem Leben, weil es musst, nicht weil du willst. Das ist Und ganz ehrlich, das ist dann nie krass mehr. Deutsch. Ich weiß nicht, was die sich... Ja, aber nein, das ist einfach ein unnötiger Kauf, ein Fehlkauf. Ich habe es müssen machen, ich bin gezwungen dazu geworden. Aber ja, das ist einfach Du so hast da. einfach keine Wahl gehabt. Nein. Ja, komm, dir fällt sicher auch noch etwas ein. Oder gibst du mir recht, du musst, dass es dein 5. Wild und kreativ bist und dir nicht mehr Ich einfällt? kann dir nicht recht geben, weil das ist schon Scheuchführung. Ja. Fehlkauf, ja... I don't know. Ich meine, ich habe einfach hure viele Ägyptenbücher und teils sind es hat fix auch doppelte Bücher dabei. You know, oder einfach wo andere Dings rundherum haben, wie heisst das? Band, Band, genau, andere Einband. Und du merkst es halt einfach nicht und du bist so, ja lol. Ja, I mean. Also, ich weiß nicht, hast du noch einen weiteren Punkt? Also bei mir wäre jetzt der nächste Punkt dein Lieblingswitz, aber ich glaube, den spare ich mir noch ein bisschen. Nein, ich kann es einfach noch in eine Frage nehmen. Oder so weißt du was, wenn wir jetzt so gerade, du hast gerade vorhin gesagt, Zimmer schauen, wenn wir gerade schon im Raum sind und verkaufen, was alles im Zimmer rumsteht, wie würde eigentlich dein ultimatives Traumhaus aussehen? Ultimatives Traumhaus. Ich will nicht viel. Also gehen wir jetzt mal davon aus, Zukunft. Like, wenn wir, ja, Zukunft oder einfach mal, wo ist das Haus überhaupt? Also wo ist die Lage? In welchem Land? Ist es am See? Ist es Ich bin mit auf dem Schweiz Land? ziemlich zufrieden, weil am Strand bekomme ich Paranoia. Tsunamis. Tsunami! Ja, okay. Na gut, ich finde, Strand ist nicht so schlimm. Strand ist schön. Aber wenn, dann lieber Holland. Wenn es am Strand müsste sein. Oder einfach, wenn ich ein Haus müsste haben. Hey, das ist ja dumm, Alter. In Entweder- Holland bist du unter dem Meer, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überschwemmt wirst, noch geringer, noch ja, höher aber als... wegen dem vielleicht lieber im Inland von Holland, so in Groningen oder was gibt's noch? Es gibt ja Lag-Niederland und Hög-Niederland oder irgendwie so etwas. Lag oder... Ich weiß nicht, was Höch heisst auf Niederländisch, aber es gibt eben eins... Ja, red mal weiter, sorry. Ja, keine Ahnung, aber ich glaube am allerersten in der Schweiz, wo genau, keine Ahnung, halt, wo es etwas schön ist und man gute Verbindungen hat. Ich habe nicht so wirklich eine Vorstellung und das Haus, es sollte modern sein, aber nicht im Sinne von so minimalistisch, dass es schon wieder kalt wirkt. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, also mein Leben muss eigentlich nicht viel anders sein von jetzt. Vielleicht ein bisschen mehr Platz wäre verdammt. Ich wäre schon zufrieden. Bist du Fan von Smart Home? Smart Home.
Sagt, okay, Alexa, Siri, Nein. mit Sprachbefehl das ganze Haus steuern Nein, ich können. glaube, ich würde damit nicht klarkommen. Ich habe es lieber, wenn ich... Also für mich, ich mache es lieber selber. If you know what I mean. Weil, also ich würde das Geld nicht für so etwas ausgeben, wenn ich das Handy Ja, nein, es einfach geht vorne habe. jetzt wirklich mal, wie sieht dein Traumhaus aus, wenn du es nicht mehr... Also du könntest alles wünschen und es würde existieren. Wie würde dein Haus denn aussehen? Es ist scheißegal, wie viel es kostet. Es ist egal, du bist einfach... kannst dir alles leisten. Du musst nicht nachdenken. Keine Ahnung. Also ich meine einfach ein normales Haus. Ich bin einfach wirklich schon zufrieden. Okay. Es dürfte einfach mehrere Stücke haben, mit genug Platz. Sagen wir, das Maximum an Stücken, was es dürfte haben, wäre 3 Stück. Danach bin ich überfordert. Ja, grosse Zimmer, moderne Badezimmer, das fände ich noch voll nice. Möglichst so eingerichtet, dass man wenig putzen muss. So zwischen den Teilen im Badezimmer und Ach so, so Sachen. Das So ist möglichst- quasi so Bodenschränke, wo dann wirklich Decke, Boden, Wand, links, rechts alles berührt, dass du keine Zwischenräume hast und musst Ja, putzen. fix. Einfach I know möglichst what you're wenig putzen. meaning, Ich würde Alter. alles möglichst so einrichten. Weil, wenn du ein grosses Haus hast, musst du halt auch irgendwie denken. Gut, ich meine, du könntest jemanden einstellen, aber das Geld kann ich auch sparen. Ich würde zwar, nein. Ja. Ja, aber okay, ich verstehe das. Also bei mir, ich sag mal so, oder beziehungsweise jetzt ist mal eigentlich, also du hast jetzt nicht irgendwie so eine spezielle Vorstellung von Räumen, was es muss haben, irgendwie so Also ein ich mein- Gaming-Raum, ein Home-Kino oder so ein Es Scheiß. Mini wäre noch geil. Home-Kino, ja, also ein normaler Fernseher. Vielleicht ein Ich bisschen meine, grösser, Home-Kino aber- meine ich Home-Kino. Richtig, also Mit hellem Leinwand, mit Projektorzeugs da. Kinositz, mit Kinoboxen, also so richtiges Home-Kino, das Kino in Mini-Version. Das fände ich gar nicht unbedingt nötig, aber vielleicht einfach... Oder das Hallenbad. weißt du was lustig? Es tun jetzt vorher weg. Eine Gummizelle. Verstehst du? Einfach überall so Ja, ich polstert, weiss, was du meinst, dass ja. du überall kannst liegen mit Küsse und dort in eine Leinwand aufstellen. Dass du überall hinlegen oder sitzen kannst oder so. Du redest jetzt von einem Planetarium. Mäßig. Aha, meinst du so das Oder wie so oberste Ding ist? Leinwand. Ja gut, wir könnten sagen, Leinwand kannst du entweder am Dach machen oder an einer Wand oder so. Ich wäre voll dabei. Das wäre hure geil. Alter. Ich kann schon mal bei der Psychiatrischen Universitätsklinik nachfragen. Sie haben sie mir in Gummizellen. Das wäre, weißt du, wie geil. Ja, dann hast du wenigstens einen Ort, wo deine Kinder kannst einsperren, wenn sie dumm tun, Alter. Weißt du, wie flexi, Mann. Einfach So, halt die Fresse oder du kommst in die Gummizelle, meine Liebe. Alter, ich glaube, ich würde die einfach schon von Anfang an in die Gummizelle reinrühren, dann müsste ich sie nicht mehr rausholen, Alter. Einfach so einen Essklapper, wo ich Essen reinschiebe und fertig. Okay, nein, jetzt haben die Leute voll den falschen Eindruck von mir. Nein, also in meinem Traumhaus wäre es ziemlich klar. Es muss modern sein. Also nicht so wie mein Haus. Wobei ich muss sagen, mein Haus ist nicht schlecht. Wir haben es sehr gut renoviert. Aber ich meine wirklich modern. Also Flachdach, sehr geräumig, alles relativ offen. Abgesehen von meinem Zimmer. Im Keller muss es ein fucking Tonstudio drin haben. Tonstudio ist einfach ein Muss, ein professionelles, abdämpft, akustisch Treatment, richtig gut. Das muss es drin haben. Homekino, ja, darf's, muss aber nicht. Ein geiles Badezimmer ist mir eigentlich egal. Ich kann jetzt auch ein geiles Badezimmer. das Jacuzzi wäre geil. Oder Jacuzzi drüber mit das I'm sorry. Ich habe keine Ahnung ausgesprochen. So ein Badwanne, wo sprudelt. Du meinst heiß ist. Whirlpool-mäßig? Ja, Whirlpool, ja. Okay. Ach, das wäre schon fett geil. Vor allem, wenn so... Es ist zwar hure aufwendig, also energiemäßig und so, aber wenn du im Winter in einem Gebiet wärst, wo es voll geschneit ist, und dann ist das draussen und du kannst einfach im warmen Ich würde sagen, hocken. draussen ist das so geil. Wir haben das im Wallis da, haben wir das gesehen. Ich habe das leider nicht gesehen, weil wir nicht in die Richtung gelaufen sind. Aber da hat es ein Haus, die haben aussen so einen Whirlpool, der mit Feuer beheizt wird, wo du so einen offen hast. Also ich meine, mehr Stil kann es ja wohl nicht haben. Also du oder? wirst wortwörtlich gekocht. Ja, true. I mean, Gut. wenn das Haben wir die willst. ganz wichtige Frage auch geklärt? Hast du noch irgendwie so eine geile? Weil ich weiß gar nicht. Wenn du 3 geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, wer wär's? Das ist wieder so eine Frage. Ich kann Geschichtskenntnis. Das ist jetzt muss ich meine Geschichtskenntnis auspacken und ich habe keine. Das heisst, ich sage einfach, ich lade die komplett behindertsten Diktatoren von der Welt. Ich lade Mussolini, Stalin und Hitler ein, einfach aus dem Grund, dass ich sie umbringen kann. Oh wow. Ja, das ist jetzt
sehr schnell gegangen. Ich glaube, die Leute, die ich gesagt habe, dass ich Hitler, Stalin, Alter, was die sich von mir gedacht haben. Aber Leute, ich bin nicht so eine, ich bringe die um. Das ist der einzige Sinn dahinter. Der einzige Sinn dahinter. Ich lade die 3 um. Ich lade die 3 ein. Dann gebe ich ihnen so, entweder vergifte ich sie. Das wäre halt natürlich ein sehr Flexi-Tod, aber das würde ich vielleicht checken. So Rizinus essen ihnen oder so. Ich glaube, das schmeckt mir eben. Und sonst sage ich meinen Leuten, du. Ich weiss, wie sie vergiftet. Du musst Cyanid im Mandelgutzli. Ah. Ah. Yeah, well. Work smart, not hard. Lassen wir das Thema. Welche 3 würdest du mitnehmen? Ich würde jetzt mal sagen. Ich würde so Leute nehmen, von denen mein Gesicht gar nicht unbedingt weiss. Das heisst, zum Beispiel der Zodiac Killer. Von dem niemand, man weiss nicht, wer es ist. Überhaupt. Man hat Vermutungen, aber man hat es nie gewusst, weil man nie ein Gesicht hatte oder so. So jemanden würde ich einladen, weil ich wissen will, wer es ist. If you know what I mean. Du wirst den Abend eh nicht überleben. Ja, du weißt schon nicht. Lade ich halt jemanden ein, der mich irgendwie am Leben behaltet. Was gibt es für Real-Life-Helden? Google klärt. Okay, also du wirst zuerst mal einen Serienkiller einladen. Ja, das ist schon mal Serienkiller. schön. Was ist die nächste Person? Real-Life-Superheroes. Was ist die nächste Person, die du wirst? In der Geschichte. Der ist jetzt ernsthaft am Googlen. Ich muss mir das gut überlegen, okay? Vielleicht gibt es Leute, mit denen ich reden will. Also ich weiß nicht, zählen so alte Musiker auch als geschichtliche Personen? Ja. Weil ich meine, so würde ich fix Michael Jackson einladen, Bro. Der Michael Jackson. Was ist das? Auf fix, Alter. Ja, ich meine, Musiker sind immer geil. Nehmen wir auch Leute, die noch leben. Das sind ja keine geschichtlichen Personen. Sie schreiben vielleicht auch Geschichte. You never know. Okay, also da muss ich einiges rausschneiden jetzt an dieser Stelle. Das ist gerade Psychowitsch. Nein, alles gut. Ja, keine Ahnung, Google hat auch nicht wirklich so Real-Life-Helden. Tja, weil sie nicht existieren. Ich suche einfach Dead Celebrities. Er ist so ein Möck, Alter. Er stellt eine Frage, die er selber nicht kann Ja, beantworten nein, klar nicht. Aber weißt du was? Wie heisst er? Von Marvel, Stan Lee. Ich habe dir gesagt, ich habe keine Ahnung von Schauspiel, dass Der alte Mann da in der Mitte, das hat jetzt vielleicht nicht so lange gekriegt. Oh. Der ist ja auch der ist ja immer bei seinen Filmen dabei gewesen. Immer so plötzlich mal vorkommen. Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Ja, hier noch. Du weißt fix wählen. Da ist in fast jedem Film bis zu seinem Tod ist er drin. Da wäre doch noch voll interessant. I don't know. Oh, als geschichtliche Personen zählt auch noch der Alan Rickman, weil der gestorben ist, der Schauspieler von Snape. Ich finde, das ist so ein genialer Typ. Der würde ich... Das war deprimierend gewesen. Und ich weiß nicht, das wissen, ich glaube, die wenigsten. Harry Potter, die erste Folge, Stein der Weisen, Professor Dumbledore, ist ein anderer Schauspieler als in allen anderen Filmen. Der ist nämlich genau nach dieser Folge gestorben. Ich weiß den Namen nicht, aber den würde ich fix auch noch einladen. Sehr live. Ich kenne den Namen nicht, aber du kommst mit. Du kennst den Namen von deinem Serienkiller auch nicht, Mann. Zodiac Killer. Hello. Heftiger Name. Ja. Okay, also um die cringe Situation ein bisschen aufzuheitern. Erzähl mal deinen Lieblingswitz, komm, hau raus. Was ist grau und kann nicht fliegen? Oh, das ist nicht der mit... Oh. ich habe dir gesagt, das kann niemand. Ja. Das ist so schlecht. Los, ich warte. Fährt's los. Ja, dicke, fette Taube. Es ist so ein schlechter Witz, aber ich liebe es. Ah, Junge, das ist so... Ich habe noch einen Dead Celebrity, wo ich glaube, es einladen würde. Einfach just for fun. Bob Marley. Ja. Und jetzt komm. About that thing. Every little thing. It's gonna be alright. Jetzt ist es nicht mal von ihm. Ich sehe es schon kommen. Hä? Jetzt ist es nicht mal von ihm. Das Ich fange ist an sowas zu von fix lächeln. von Bob Marley. Also wenn das nicht von Bob Marley ist, Mann. Es muss. Das ist von Bob Marley. Three Little Birds, das ist so hart von Bob Marley. Finde ich Okay. gut. Dein Lieblingswitz? Come on. Fetzen Flachwitz raus. Ein Flachwitz. Das sind immer die besten. Die schlechten sind immer die guten. Was ist ein toter Spanner? Den kenne ich schon. Weg vom Fenster.
Ja. Das Ding ist halt, ja. I mean, Ich habe halt viel Lebra-kranke Witze, das ist das Ding. ja, Leberwitze, es ist hure düster, aber die sind halt... Ich glaube, die Krankheit gibt es nicht mehr. Ich glaube, das ist okay, wenn man Ich glaube, die gibt es eben. Oh, fuck. Oder? Gibt es... Komm, weißt du was? Es ist doch rassistisch, wenn man über alle Witze macht, außer über Lebra, Schwarze und Ding. Das heisst, ich hau jetzt einfach meinen Lieblingswitz raus und der ist über Schwarze. Also hatet mich schön, damit ich auch schön als Rassist dargestellt werde. 3 Jäger treffen sich in der Wüste. Sie kommen von der Jagd und dann werben damit, was sie halt so abgeschossen haben. Dann sagt der erste Jäger, ja, ich habe 12 Elefanten, 20 Zebras und 3 Giraffen erschossen. Sagt der zweite Jäger, das ist doch nichts. Ich habe 15 Elefanten, 20 Giraffen und 100 Nashörner abgeknallt. Sagt der dritte, ja, ihr sind doch alles Möcks, Alter. Ich habe 10 Zebras, 2 Elefanten und 2000 No-Surleys erschossen. Dann sagen die anderen so, hey, what the fuck ist ein No-Surly? Sagt er, ja, jedes Mal, wenn ich einen Elefant abschiessen wollte, ist so ein Schwarzer vor meinem Gewehr gestanden und hat gerufen, no sir, no sir. Bruh! Der ist so böse! Aber der ist so. What the fuck? Ich habe gesagt, ich kann nur hure böse, Alter. Ich meine, ich habe nichts gegen... Gut, I mean, rassistisch in dem Sinn ist er nicht würde ich jetzt sagen. I mean... Schon schüch. Ja, ich meine, es ist eine dunkelhäutige Person, aber let's be honest, es gibt halt in Afrika mehr dunkelhäutige Personen. Ja. Das ist halt einfach so, das ist nichts, wo man sagen kann, es ist rassistisch. Und abschließend, ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so Park Rangers und so sind. Und I mean, ouch. So, ich erzähle einen, der ist ein bisschen grusig. Unterhalten sich 2 Männer an einer Bar, sagt der eine mal zum anderen, hey du, ich habe jetzt ein neues Puff, richtig geile Preis. Oral 20 €, Anal 50 €. Sagt er, ja und normal? Sagt er mal, ja normal gar nicht, ich habe noch keine Angestellte. Weißt du, das ist einfach... Bruh. Der ist aber so grusig, Mann. Ganz ehrlich, von mir aus kann man einfach Flachwitz vorlesen und lachen. Ja, im Ernst, aber wir müssen die Zeit auch so ein bisschen im Griff behalten. Wir sind jetzt bei... Ich meine, wir haben so eine Schweigeminute, wo wir einfach... sind 54, aber wir haben hure viel Zeug, wo wir noch raushauen können. Okay, warte mal. Aber das ist halt auch lame, wenn wir nicht mehr wissen, über was wir reden wollen. Gut, ich meine, wir haben schon noch Fragen. So, aber komm jetzt raus, wenn wir jetzt gerade bei Witz sind, was ist dein... Ich finde es immer lustig, so Saufgeschichten. Erzähl mal so deine lustigste Saufgeschichte, die das Lustige, was passiert ist, wo du gesoffen hast. Das Ding ist, Sag's einfach. immer wenn du gefragt wirst, erzähl deine lustigste Saufgeschichte, dann kann man so nicht antworten, aber ich muss schauen, mit der Zeit kommt es mir dann wieder in den Sinn und irgendetwas kann ich rausfetzen. Hau einfach eine, es muss nicht die lustigste sein, einfach eine, die geil ist. Wir sind eigentlich auf einem Hügel oben gsi, weil ich keinen Ortsnamen jetzt nennen will. Und sie haben das Gras dort nicht geschnitten, also das war wirklich sehr hoch gsi. Und wir sind oben gsi, haben getrunken, gelacht, gefeiert und so. Das war natürlich alles noch vor dem Lockdown gsi. Die gute alte Zeit. Und dann hat eine Kollegin ihr Handy im hohen Gras verloren. Und es war Nacht gsi. Boah, steht. Übelst dunkel. Wir alle sind schon relativ betrunken gewesen. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn du mit dem Hund gehst spazieren und auf dem Hügel oben bist, du siehst in einem Feld irgendwie so, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal 15 Leute, betrunkene Leute am Umschreien und so. Wo ist das Handy? Läutet mal an. Nein, ich habe es auf stumm. Und einfach so mit der Taschenlampe und so umgehen. Und das Beste ist, nachdem du es gefunden hast, 5 Minuten, das Ganze nochmal. Wer hat sein Handy verloren? Die gleich. Es macht mega weh. Es ist einfach... ja. Es schmerzt. Ich kann nicht wissen, dass mein Bürostuhl so hoch ist. Ja, lol. So. Ja, belastend. Und hast du schon mal irgendwie so einen hohen Scheissdreck gebaut, wenn du besoffen bist? Also irgendwie so, wo irgendwie Scheiben eingeschlagen oder Auto beschädigt oder Nein. Bullerei hat müssen So Sachen passieren mir, wenn ich nicht besoffen bin. Ich meine, ich habe auch schon Scheiben eingeschlagen, aber ich habe eben nicht getrunken. Ich bin noch ein bisschen jünger gewesen. Es war ein Versehen. Ja, also komm, dann erzähl mal da von deinem grössten Mist, den du gemacht hast.
Ja, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel nimmt von Scheibe einschlägt. Also das war aus Versehen. Es hat so ein Käse-Ding mit einem Baum innen, irgendwie ein Schulhaus in der Primar. Und keine Ahnung, ich habe den Stein, ich habe ihn nicht mal so von oben her einfach geschossen, sondern wie so, also Mensch, keine Ahnung, einfach etwas so weg. Von unten, eine Gleitet. Bewegung. Ja, aber nicht eiten. Einfach so vorwerfen. Und zwar nicht mal mit Wuchter, sondern so hure langsam. Und dann ist das wirklich nur an der Scheibe angekommen. Und die Scheibe ist einfach... Es hat so übelst fette Risse reingegeben. Du siehst einfach, wie alle Kinder wegsäckeln von dort. Und das war halt schon ziemlich belastend gewesen, dann, so. Alter, ich Ja. weiss noch, oh mein Gott, das ist glaube der schlimmste Tag von unserem Tag gewesen. Von unserem, alles klar. Oh mein Gott, ich weiss noch, das ist der schlimmste Tag aus unserem Leben gewesen. Wir sind auf Klassenreise gewesen, und dann sind wir auf Schloss Arenburg oder Burg Arenburg auf, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder Arenburg oder einfach da die Burg und die Kille, die auf so einem richtig steilen Hügel oben sind. Fix schon mal gesehen. Auf jeden Fall, ich zeige das so schnell das Foto, ich blende dann auch wieder, auf YouTube blende ich dann auch wieder das Bild von der Arenburg auf. Eigentlich könnte ich auch selber googlen. You know. Ja, kannst du eigentlich machen, ja. Das hast du so mal gesehen. Arenburg. Es ist so ein Kille von einem Schloss, wo oben ist und es hat so Also hat so eine Brücke über... ja, das ist die richtig. Ah, okay. Schau, wenn du zum Beispiel das Bild jetzt anschaust, ich würde Ah, vielleicht du da mal musst- Word zumachen. Nein, es ist, Das ist- keine Ahnung. Ich Wir sind halt, dort, wir sind halt auf der Seite gestanden, wo die zwei kleinen Türme sind, also gegen vorne. Und dort hat es auf der rechten Seite von hinten aus gesehen, also quasi links, wenn du drauf schaust, hinter dem linken kleinen Türmchen. Dort unten hat es quasi einfach nur eine komplett steile Wand, ein paar Hausdächer noch und unten dran sind Parkplatz von den Autos. Ziemlich dumm. Auf jeden Fall sind meine super Kollegen und ich auf die grandiose Idee gekommen, komm, wir schmeißen doch mal einfach so ein paar Steine runter, weil es ist... da. Ja, genau. Da sieht man es jetzt von dieser Seite perfekt. Das Foto kannst du gerade speichern. Da unten, oder? Und da unten ist ein Auto gestanden. Und wir haben gedacht, ey komm, schmeißen wir mal ein paar Steine, weil wir haben da an ein Haus gesehen, wo eine offene Scheibe hatte. Und dann haben wir gedacht, also ein offenes Fenster hatte. Und dann haben wir gedacht, ey komm, wo dort rein trifft, der gewinnt. Nein. Tja, was soll ich sagen, wir haben es nicht geschafft. Also haben wir gedacht, ja gut, komm, suchen wir uns ein anderes Ziel. Ist unten dran eben genau dort ein Bub gestanden aus unserer Paraklasse. Haben gedacht, ey komm, nimm ein kleines Kieselstein und fetzt den ab. Und ja, zweimal nicht getroffen. Habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich einen grösseren Stein nehmen. Schau dann aber, dass ich nicht allzu weit schiesse und so. Habe ich halt runtergeschossen, ist dort unten halt ein Tesla gestanden mit einem Glasdach. Der Stein ist halt draufgegangen und das komplette Glasdach ist zerstört gewesen. Weil like, es ist so ein es ist so ein 1,5 Zentimeter Stein, also es ist schon relativ groß. Ich bin froh, dass ich den Bub nicht drauf habe. Ich glaube, der wäre tot gewesen, Alter. Aber es ist halt einfach schüch belastend gewesen und Alter, wir sind so am Panik geschrieben. Wir sind runtergerannt und haben es angeschaut und wir haben wirklich, es hat ein fettes Loch in dem Dach gehabt. Und ich meine, Tesla ist ja oben das Glasdach aus einer Scheibe. Also Frontscheibe und Glasdach ist, glaube ich, eben aus einem. Das heisst, es wäre ein 1000er Schaden geworden. Also, das wäre so teuer geworden. Und wir haben dann halt gesehen, dass es ein fettes Loch ist und sind dann ganz schnell zu den anderen dazu und dann versucht so zu tun, als wäre es nichts, aber ich schwöre, ich bin gestorben vor Sorge. Und vor allem genau in dem Moment, wo wir bei den anderen waren, an der Bushaltestelle und gewartet haben, ist die hure Frau, die Besitzerin von dem Tesla, rausgekommen, ist das Auto reingestiegen, hat sie aufgeschaut und dann ist sie aufgestiegen und hat gemerkt, dass ihr Dach kaputt ist. Und dann hat sie so umgeschaut und hat so versucht, Alter, wir haben so weggenommen, wir sind so am Panik schieben gewesen. Scheiße. Und Alter, ich schwöre, wir sind schon parat gewesen, der sagen, dass wir das gewesen sind. Also wenn sie zu uns kommen, weil wir haben schon gedacht, ich komme zu uns und verdächtigt da die Reisegruppen, oder? Stattdessen ist sie dann aber zurück in den Laden gegangen, hat, glaube ich, die Leute gefragt, ob sie irgendetwas gesehen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist genau dann, wo sie zum zweiten Mal mit irgendeinem anderen Mal rausgekommen ist, der Bus gekommen und wir sind eingestiegen und sind davon gefahren. Und du glaubst nicht, ich glaube, ich werde in meinem Leben nie mehr so eine Erleichterung spüren, wie in dem Moment, wo wir in den huren Bus eingestiegen sind und der Bus abgefahren ist. Ey, das ist so schlimm. Das war eins zu viel gewesen. Es tut mir Meine bis Nerven heute vertragen leid. So Sachen nicht. Es tut mir bis heute leid. Ich hoffe, die Frau lässt unseren Podcast nicht an. Klage Das muss so teuer gewesen sein, der Schaden. Aber für was hat man eine Versicherung, oder? Well. Gut, ich denke, ich war relativ ein braves Kind gewesen. Und, also keine Ahnung, bei euch war das fix auch so gewesen. Also wenn du so Kindergärtner warst oder Erstklässler, Zweitklässler, dann bist du 5., 6. Klässler voll aus dem Weg gegangen.
Wenn sie siehst, okay, dort stehen jetzt 5 Klässler, ich mache einen grossen Bogen rundherum. Das ist jetzt zwar auch schon 1-2 Jahre her, auf dem Heimweg, nein, nicht auf dem Heimweg, wir sind einfach am Spazieren in Staufen mit ein paar Kollegen. Dann kommt so ein kleiner Kindergärtner zu mir, gingt mir ins Schienbein, schaut mir ins Gesicht und sagt, fick dich. Läuft weg, kommt nochmal, das Ganze nochmal genau gleich. Und ich stehe nicht da. Was? Weißt, ich bin so in der 2. Oberstufe oder so gewesen. Ja. Und war ich in seinem Alter gewesen, ich wäre weggerannt vor Leuten aus der Oberstufe. Ja, so, same. nein, sorry. Dann denke ich so, what the? Ja, ich glaube, die Generation, oder es ist ja eigentlich die gleiche Generation wie wir, aber Gen Z. Juhu. Aber die jetzt im Kindergarten sind, das sind glaube ich so die Art von Kind, wo eine grosse Schnarre haben und dann, wenn sie schlägst, gehen sie dann zum Mami oder zum grossen Bruder heulen und dann wirst du verschlagen. Ich glaube, das sind so genau die wissen, egal was du machst, du bist gefickt. Ich hasse das, aber ich glaube, das ist literally so. Aber das Ding ist halt, wenn eine Mutter zu mir kommt, weil ihr Kind mir ins Schienbein geht und mir sagt, fick dich, Ja. dann bin ich, du, es tut mir leid, aber wenn dein Kind aus Versehen irgendwo runterfliegt, nicht mein Fehler. Hoch. Weil, das sind halt immer die schlimmsten Eltern, if you know what I mean. Ich hasse das. Mein Kind hat immer recht, Ja, du bist einfach ein Opfer und doof. Ja, hallo? so, wo die Kinder so verheiligen, wo die Kinder heilig sind und so. Ey Gott, verdammt sich, Mann. Ganz ehrlich, meine Mutter war so eine, die hat zuerst den anderen geglaubt, denen mehr. Das ist so, ich kann sagen, ich bin es nicht gewesen, wenn die Lehrerin gesagt hat, ich bin es gewesen, hat sie der Lehrerin glaubt nicht mehr. So. Also weißt du, so, meine Mutter ist so, nein, es ist nicht extrem, sie hat natürlich mir schon auch geglaubt, also ich darf das jetzt auch nicht irgendwie verfaken, aber ich habe wirklich mit Eltern zu tun gehabt, hey, du hast das Kind können mit dem Finger berühren und dann haben sie ja von Brünnen und sind zum Vater gelaufen und haben gesagt, er hätte dich geschlagen. Gerade da eine in der Blöcke wohnt so eine super Familie. Und dann ist immer der Vater rausgekommen und hat dich verdammt zusammengeschissen. Hey, Bro, Alter, glaubst du deinen Kindern auch alles, was sie dir erzählen? Ich hasse so etwas. Meine Güte, Alter. Ja gut. Ich glaube, das ist zukunftsmäßig auch ziemlich kritisch. Also, das ist auch eine Frage, die ich vorher auf der Seite gesehen habe. Hast du das Gefühl, die Kinder, die jetzt zu dieser Zeit, 2020, 2021 geboren werden, haben die es geiler wie wir damals? Oder werden die es besser haben wie wir? Oder werden die mehr Probleme haben? Ich habe das Gefühl, also jetzt hat es das Gefühl, ich sage etwa ähnlich wie mir. Vielleicht mehr, weil ich habe das Gefühl, Social Media und so haben sie halt viel mehr Druck. Weil jeder hat irgendwie so den Drang, oh nein, der sieht so gut aus, ich muss irgendwie so gut aussehen oder die Ja, oder was ja, ich ja. doch nicht war. Und das Ding ist halt, auch wenn du Serien schaust oder so, das sind so die 16-Jährigen, sind von so 30-jährigen Schauspielern gespielt mit Sixpack und weiß ich doch nicht was alles. Das ist halt einfach schüch nicht realistisch. Also es gibt Leute, die so aussehen, ja. Aber das trifft vielleicht auf 1-2% zu. Also wo ich zumindest kenne. Ja. Und sonst sind, Also, du hast das Gefühl, die Leute, die jetzt geboren werden, haben es dann schwieriger wie wir? Eventuell ja. Also nicht unbedingt, weil ich meine, wir spüren das fix auch schon ein bisschen. Also noch lange nicht so stark wie die Generation, die kommen. Also ich habe einfach das Gefühl, jetzt ist wirklich das Zeitalter von der Digitalisierung so aktuell wie noch nie. Ich glaube, also von der Digitalisierung Social Media auf jeden Fall, die werden einen verdammten Druck haben. Aber ich glaube auch gar nicht mal wegen dem, sondern wirtschaftlich und klimamäßig sowieso. Also unsere Kinder werden das ausbaden müssen, was wir versaut haben. Und ich glaube, das... Gut, aber das Ding ist halt, das kann man über jede Generation sagen. Weil ich meine, unsere Generation wirft das die Generation von unseren Eltern vor. Ja, nicht mehr wegen euch ist das Klima so schlecht. Sie könnten genau das Gleiche über ihre Eltern sagen. Ja. Und es kann immer so weitergehen. Und das Ding ist halt, Schon, aber jetzt verändert es sich einfach so extrem wie noch nie. Also ich meine, die Kurve ist so exponentiell, habe ich das Gefühl. Also es ist nicht proportional schön lineare gerade Kurve, sondern ich glaube, es ist wirklich so, je mehr du jetzt in die Zukunft gehst, desto heftiger wird es und so, desto doppelt so heftig wird es. Also quasi also nächstes Jahr wird es doppelt so heftig wie dieses Jahr. Von Übernächstes was Jahr. heftig jetzt genau? Jetzt vor allem vom Klima und von den Aha, Umweltproblemen okay. und wirtschaftmäßig auch. Ja. Weil Wirtschaft, Klima hängt natürlich direkt zusammen. Ja, ich denke, es wird auch viel Fortschritt geben. Also Sachen in zum Beispiel Gleichberechtigung, in zum Beispiel Frauenrecht. Das Ding ist halt, es gibt immer wieder Leute, die ein mega schlechtes Bild in Feministen geben. Ich bin zum Beispiel am Bahnhof für den Frauenstreiktag, da ist ja eigentlich etwas Gutes. Ist nicht, wo man sagen muss, das ist verdammt schlecht, Frauen verdienen sie, was ich doch nicht war. Aber da gibt es so teils Feministen, die einfach bist, das sind keine Feministen, das sind einfach
Leute, die man nicht um sich haben will, weil die ist zu mir gekommen, hat mir einen Flyer in die Hand gedrückt und ich meine, da hätte ich ja nichts dagegen. Ich so, ja, okay, da habe ich halt einen Flyer. Und dann hat sie mehr oder weniger, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gesagt hat, aber die Essenz, wenn man so sagen kann, war, fick dich und all deine männlichen Verwandten. Ich bin so da gewesen, so, was? Was haben wir denn? Also ich meine, Ja. ich meine, ja, es ist noch lange noch nicht gleichberechtigt und so, und es gibt immer wieder halt Arschlöcher. Aber wenn du so vorgehst und einfach sagst, du Alle bist ein Männer Mann, sind scheiße, fertig. du bist ein Mann, dein Vater ist ein Mann, es sind beides Arschlöcher, euch kann man nicht brauchen. Entschuldigung, aber ich unterstütze Feminismus und so voll, aber nicht, wenn es Leute kommen und sagen, du bist ein Arschloch, ich Es kann ist dich immer nicht das brauchen. Gleiche. Zu viel des Guten ist einfach nicht gut. Das ist aber nicht zu viel des Guten, finde ich, sondern das ist einfach... Für Extreme. das ist extrem im Sinne von... Nicht, Radikal. ja. Radikalismus. Ich meine, ich sag bin, auch. ich bin auch für Gleichberechtigung. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, Frauen gleich viel Macht zu geben, stimmt das? Ja. Macht, Dann würde ich Wahl, nicht was auch immer. zögern und Ja sagen. Ja, klar. Aber wenn jetzt jemand eben so angelaufen kommt, sorry, alle bekommen gleich viel Macht, außer die es so tun. Weil die sind Teil des Problems in meinen Augen. Es tut mir leid, aber Ja. was? Ja, ich finde es halt einfach nicht fair. Also, like, wenn du Feministin bist oder so, dann geht es eigentlich darum, dass du ja willst, dass die Frauen quasi gleich bewertet werden oder als genau Aber gleich du kannst nicht behandelt rumlaufen. werden wie Frauen. Aber wenn du dann halt rumlaufst und Männer als nichts bezeichnest und als Arschloch bezeichnest, machst du eigentlich genau das Gleiche wie die Leute, die Frauen als nichts bezeichnen. Genau, also es ist hure hypocritical. Und das macht halt in meinen Augen einfach schür keinen Sinn. Nein, es ergibt wirklich keinen Sinn. Und das Ding ist halt, über die wird dann halt eben wieder mehr geredet, wie jetzt zum Beispiel. Und dann haben alle halt das Bild von Feminismus und so, ja, das sind alles so wahnsinnige Radikale und so. Ich meine, das ist halt einfach nicht so, aber das sind die rausstechen. Es ist immer so, es ist immer genau gleich so. Und ich glaube, zum Abschluss, so eine random Frage, die ich da auch noch gerade drauf habe. Wie denkst du, sieht das Leben in 10 Jahren aus? Also wir haben vorher über so ein bisschen Also Zukunft... das Leben allgemein. Ich komme gerade noch ein bisschen genau, wir haben vorher schon so ein bisschen über die Zukunft geredet und Kinder und so. Also, wie hast du das Gefühl, wie sieht die Welt aus? Also wirklich vom Weltall aus? Oder wie lebt man? Also ist alles irgendwie Wüste oder so? Wie lebt man als Mensch? Ist alles Smart Home-mäßig? Sind es fliegende Taxis? Sind es Raumschiffe? Sind es nur noch Städte und alles aus Stein? Oder, also wie hast du das Gefühl, wie die Erde aussehen? Ich habe das Gefühl, es kann in 2 Richtungen gehen. Entweder aber irgendwie so extrem fortschrittlich, wir schauen mehr auf die Umwelt. Ich glaube nicht, dass es so schnell fliegende Taxis gibt. Ich denke, für das müssten wir erstmal so, sagen wir, zum Beispiel Flugzeuge machen, die in Dir ist schon die bewusst, Art dass es so- funktionieren würden. Dir ist schon bewusst, dass es schon ein Prototyp von fliegenden Taxis gibt? Ja, aber nein, Glaubst du nicht? ich glaube nicht. In 10 Jahren habe ich das Gefühl, sind wir noch nicht... Es ist möglich natürlich, ich kann es ja nicht wissen, ich habe mich nicht dazu schlau gemacht und so. Aber ich zweifle stark, dass wir so schnell so weit vorkommen. Gut, wobei, ich meine, jetzt von Schau dir die 1990 bis jetzt Entwicklung- ist es verdammt schnell gegangen. Aber Kann ja, man sagen, ja. aber ja, ich meine, so Handys und so ist eine Sache, aber etwas machen, wo wirklich Wo fliegt und so. Menschen den. Ja, okay, ja. Das- andere das ist halt gerade ein Dimension. bisschen komplizierter. Andere Dimension, ja. Oder es geht voll ins Schlimmere runter, auch menschenrechtlich gesehen und so, weil ich glaube, vor allem in letzter Zeit haben ja recht organisierte Sachen, also aus dem rechten Flügel, der Right Wing, immer mehr Popularität gewonnen. Das an und für sich ist ja nicht schlecht, aber teils sind sie mir zu extrem. Ich weiss, es gibt in Deutschland, gibt es glaube ich eine Partei. Also du redest jetzt von Rechtsextremisten quasi. Ja, man kann nicht ganz Extremisten sagen, weil es sind halt einfach eine normale Partei. Ich meine, Sachen, die SVP macht, stimme ich auch nicht gerade. Sorry, das Video, das sie rausgelassen haben, das kleine Mädchen. Jetzt kommt die Politik, das ist so gefährlich. Nein, das ist nicht gefährlich, das ist meine Meinung. Fuck off. Okay, ich rede nur jetzt über das Video mit dem Mädchen. Ich kann nicht einmal mehr im Tram hocken. Du, Entschuldigung, gell, aber du kannst auch stehen. Es gibt mehr alte Menschen als kleine Menschen, also junge Menschen auf dem Tram. Im Tram. Ja, you know what I mean. Das ist einfach kein Argument. Oder überall um mich herum nur noch Beton. Du bist in Zürich. In einer Stadt.
Ich weiss nicht, wie ich dir das sagen soll, aber wenn du Natur willst sehen, gang in die Berge oder so. Gang Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Was hat das mit Ausländern zu tun, so, dass überall Beton ist? Nein, eben wirklich hart nicht. Und eben die Partei in Deutschland zum Beispiel ist ja AfD. brutal, richtig heftig Also ausländerfeindlich. AfD ist anders. Also das ist... Eben so meine ich, oder ich meine Dings in Polen, der momentan Präsident oder was immer, die ganze Partei, eigentlich ganz Polen fast schon, ist hure hintendrein in Sachen Menschenrechte und sonst allgemein so Sachen. Das ist richtig brutal. Und ich finde, das kann ein mega Hindernis sein, je nachdem. Weil das sind, oder wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel Amerika nimmt, ich habe das Gefühl, von dort merkt es mehr am meisten. Das sind vor allem Republikaner, die Masken nicht anlegen. Halt Donald Trump-Supporters, die an seine Veranstaltungen gehen und sind so, ich habe keine Angst vor dem Virus, das kann man nicht haben, das ist nur eine kleine Grippe. Wenn es Leute gibt, die so denken, werden wir nicht weit kommen. Also du hast das Gefühl, wenn so Leute jetzt eben wie jetzt die Amerikaner oder Donald Trump sehr viel Macht gewinnen, hast du das Gefühl, dann wird die Welt abstürzen? Ja. Also das, in meinen Augen ist das keine Frage oder so, weil Das ist eigentlich logisch, ja. das Ding ist halt, wenn man in einer Pandemie sagt, nein, das gibt's nicht, das ist alles Fake News. Und du merkst erst, scheiße, das stimmt, wenn du in der Notaufnahme bist oder so. Sorry, da habe ich kein Mitleid für dich. Ich finde dann, das Ding ist, das klingt hure hart jetzt, aber ganz ehrlich, wenn jemand ohne Maske rumläuft und sagt, das ist mein Recht so, und dann schlussendlich bist du in der Notaufnahme, es juckt mich nicht, was mit dir passiert. Wenn du stirbst, kein Verlust an der, also wirklich nicht. Ja. Es hure radikal kann man dem sagen, aber I mean. Und tendenziell jetzt von eben so modernen Technik und so, glaubst du nicht, dass es möglich ist, dass die habe Welt das Gefühl, so Science-Fiction-mäßig ist wie der Science-Fiction-Film? es wird eine fette Entwicklung geben, glaube ich. Also wir werden nochmal einen mega Vorsprung machen, oder wie immer mit dem sagen will. Ich denke auch, Sachen Weltraum erforschen und so wird auch weiterkommen. Ich meine, man hat ja schon vor Jahren darüber geredet, von wegen Leute auf den Mars zu schicken und so. Ich kann mir vorstellen, dass so etwas passieren würde in den nächsten 10 Jahren irgendwann. Oder vielleicht sogar etwas am Laufen ist, man weiß es einfach nicht. Ja, I mean. So Sachen könnte ich mir schon vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man eine Lösung findet in Sachen Treibstoff und so. Umweltverschmutzung wegen CO2 und allgemein so Kohlenstoffzeugs halt. Kann ich mir vorstellen, dass man etwas machen kann. Wird. I don't know. Aber es wird noch nicht auf 100% sein, if you know what I mean. Also noch nicht komplett durch sein. Es wird immer noch ältere Sachen geben und so. Und ich meine, es gibt halt auch Länder, wo zum Beispiel Myanmar, man war schon eine Kolonie von Großbritannien. Nachdem sie gegangen sind, sie haben halt nicht gewusst, wie sie jetzt zum Beispiel die Schienen von ihren Zügen und so müssen, aufrechterhalten. Die haben sie jetzt, sind aber brutal schlecht und die Züge sind auch nicht gut, sind alle alt und so. Und ja, I mean, man sollte halt auch mal so an der ganz unten anfangen, denke ich. Und um es nochmal überarbeiten in dem Sinn. Und ich weiß nicht, Magnetschwebebahn sagt ja bestimmt etwas. Ja. Transrapid. Hat es eigentlich auch schon gegeben. Von sehr langer Zeit sogar schon. Und dann jetzt auch der eine tragische Unfall gehabt, der aber eigentlich nichts mit der Technik zugehört, sondern ein menschlicher Versehen war, der schwere Unfall. Das wäre ja eigentlich wirklich Zukunft. Also das ist Zukunft. Und trotzdem entscheidet man sich immer noch mit Zügen zu fahren. Das ist eine bisschen schwierige Frage. Was hast du das Gefühl, wieso haben die Leute immer noch Angst vor einem Transrapid oder vor so einer modernen Technik? Was schreckt sie davor ab? Und glaubst du, dass in 10 Jahren doch wieder der Schritt gewagt wird und noch einmal ausprobieren? Ich denke, das wird nochmal gewagt, vor allem, weil ich glaube, wir könnten es heutzutage besser machen, also besser anpassen, menschliche Fehler besser können vorbeugen. Es sollte machbar sein, denke ich jetzt mal. Und ganz ehrlich, mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, wegen Angst haben und so vor dem, to be honest. Also ich denke, wenn wir das auch jetzt schon, wenn die SBB ankündigen würde, es wird jetzt alles auf Magnetgleise, was ich doch nicht war, umgestellt. Es wäre scheiße, weil der würde jeder Zug so hart Verspätung haben für ein Zeitchen. Und auch sonst Zeug und Sachen, und das hat SBB sonst schon nicht im Griff. Aber wieso meinst du, dass es Verspätung haben wird?
Einfach während dem Umbauen. Ach so, ja. Also nicht nachher. Nachher dann habe ich Hoffnung, dass es besser läuft. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns eigentlich an Japan orientieren. Ich meine, die sind hure fortschrittlich in Sachen Zug, Reisen und so. Sind immer hure pünktlich, weiß ich doch nicht was. Aber ja. Ja. Okay. Und du eigentlich, wie siehst du in den nächsten 2 Jahren? Ich meine, ich habe jetzt hure viel Nein, das war interessant gewesen. Also, ich weiß nicht, ich sehe in 10 Jahren ich keine einzigen Holzhäuser mehr. Ich sehe alles moderne Flachdächer oder Hochhäuser. Also wenn ich jetzt mich mal auf Städte beziehe. Ich hoffe oder ich vermute, dass in 10 Jahren digitale Welt und Roboter mit den Menschen immer enger zusammenarbeiten. Also dass die Menschen es geben wird, wo sich Chip implantieren werden lassen, um irgendwie keine Ahnung, besser zu denken oder um irgendwie mit einem Roboter zu kommunizieren oder um sich Musik im Hirn direkt abspielen zu lassen oder was auch immer. Das ist ja momentan, also es gibt ja einen, der das jetzt gemacht hat, der einen Chip erfunden hat, der Musik direkt im Kopf abspielt und so, wo einfach, ich habe das Gefühl, in Zukunft wird die Menschheit sehr viel mehr mit den Robotern, auch im Privatbereich mit Robotern verschmelzen, als es jetzt schon ist. Ich habe das Gefühl, es wird sehr, sehr viel Smart Home sein, also es werden wirklich quasi alles durch. Es gibt auch jetzt schon Heizungen, die per WLAN steuerbar sind. Also zum Beispiel mein Großvater hat das jetzt oben im Wallis. In seiner Wohnung, der kann von Deutschland aus die Heizung im Wallis steuern. Meine Mutter kann die Heizung auch von da aus steuern. Nicht für unsere Wohnung, aber für seine Wohnung. Dass wirklich alles so per Handy bedienbar ist. Ich stelle mir vor, dass es fliegende Taxis gibt. Nur Taxis, noch kein Privatfahrzeug, die fliegen können. ÖV. In dem Sinn. Nein, ÖV nicht, nein. Also ich meine, ÖV-Flügende gibt es ja jetzt schon Flugzeuge. Aber Ja, ich meine ja, wirklich gut. so Elektro-Taxis, wo es gibt ja einen Prototyp, ich weiß gar nicht, wie er heißt, wo wirklich eigentlich schon fliegen kann. Ich stelle mir aber vor allem, bevor überhaupt die fliegenden Taxis kommt, stelle ich mir autonome Taxis vor. Das gibt es ja jetzt schon in Tests. Es sind eigentlich auch schon, glaube ich, sogar teilweise schon eingesetzt, autonome Taxis, wo Taxi fährt, ein Bus, wo du einsteigst und der einfach schön nach Zeit ab und anhaltet und abfährt und alles mögliche. Und dass dort so autonome Autos durchfahren. Und ich stelle mir vor, dass Autofahren ganz eine neue Experience ist. Und zwar, dass du auch das Auto auch autonom fährst. Du gehst den Zielort ein, gehst vielleicht noch Via ein. Und dann bringt er dich dort an, das komplette Auto mit Sensoren abtastet und bringt dich auf dem schnellsten Weg dort an und du sitzt quasi nebendran und tippst am Laptop irgendwie und machst deine Arbeit. Das würdest du Zug fahren, aber fährst auf der Straße. Ich glaube, so stelle ich mir es vor und so würde ich das auch geil finden. Also, da habe ich jetzt auch noch eine Frage, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Es hat mal ein Experiment gegeben auf YouTube, wo viele Leute Angst davor haben oder hätten, in ein autonomes Taxi einzusteigen. Also jetzt gar nicht fliegend, einfach ein Auto, das selbstständig fährt, wo der Computer steuert. Wenn es das würde geben und das noch nicht eine Norm wäre, sondern neu wäre und das langsam angefangen wird, würdest du dich dann immer noch für deine alte Gewohnheit wählen? Würdest du dann immer noch sagen, nein, ich will lieber noch einen menschlichen Fahrer, der das Auto fährt? Oder würdest du dir dein Leben quasi dem Computer anvertrauen und würdest im Auto mitfahren? Also ich würde nicht das Testobjekt sein, auf jeden Fall. Also ich will nicht so der Erste sein, Nein, wenn der alle mitfährt. Testphasen abgeschlossen sind und das schon benutzt wird und es langsam auf das umgestellt wird. Ja, also ich meine, das Ding ist halt, ich glaube, viele Leute fahren Autos, also selber Auto fahren, weil sie gerne Auto fahren. Also meine Schwester zum Beispiel, sie liebt Auto zu fahren. Ja, meine auch, ja. Ich persönlich habe das für so wie nicht. Ich kann mich auch nicht dazu motivieren, die Autoprüfung zu machen. Ich würde es wahrscheinlich schon machen, weil wenn es alle Testphasen und so wirklich überstanden hat und auch vorgeführt wird, ja, so und so ist mir eigentlich gesichert, es kann so und so nicht passieren. Ich meine, Unfall gibt es, ich glaube, hätte ich jetzt gerade schlussendlich eher wegen menschlichem Versagen. Auf jeden Fall. Weil ich meine, bei Computern ist halt alles ausgerechnet. Und sagen wir Und es jetzt ist mal, viel schneller, die können einfach viel schneller reagieren. Also bei einem Unfall. Es Ja, gibt ja jetzt eben. schon automatische Bremsenversicherung und so, ja. das heisst, ich würde wahrscheinlich schon einsteigen. Aber ob das jetzt halt, ich verstehe, wenn man sagt, nein, lieber nicht, ich hätte lieber, dass jemand da ist, der fährt. Weil je nach, ja, ich meine, das Ding ist, wenn du jetzt einen Unfall hast und du schwer verletzt bist und so, wegen einem Computer ist auch scheiße. Ja, ich weiß auch nicht. Also Okay. ich würde einsteigen. Ich Ja, hätte ja. nicht so ein Problem, auch sonst, weil ich, ja. Ich glaube, ich bin eben einer, der
wahnsinnig begeistert an Techniksachen ist. Sehr begeistert an moderner Technik und ich wäre einer der Ersten, der das ausprobieren würde. Also selbst wenn es noch nicht durch alle Testphasen durch wäre, aber meine Sicherheit mehr oder weniger gewährt ist und auf einer Teststrecke, ich würde dort sofort einsteigen und das ausprobieren. Weil ich einfach das zu geil finde. Bei mir hört es dann auf, wenn es darum geht, dass ich mit dem Roboter verschmelze, also mir einen Chip implantieren So lasse. Cyborg-mäßig. Ja, genau. Oder merci, nein. Ja, nein, Das ist dann, das ist dort, wo mir in Grenzen ist. Aber mit Roboter agieren, mit eben so selbstfahrenden Sachen oder so, da bin ich sicher dabei. Was ich Angst hätte, wäre von autonomen fliegenden Taxis. Weil dort bist du oben. Wenn du dort einen Unfall machst, ist es etwas anderes wie am Boden. Ja, du das hast stimmt. einfach nur die Fallhöhe. Gut definiert fliegend. Reden wir so richtig à la flugzeugmäßig in der Nicht, Luft oben nein, oder nein, so einfach so über Hausdächer. schwebend? Aha. Nein, nicht auf der Straße schweben, sondern wirklich schon in der Luft helikoptermäßig quasi, so auf Ja, die okay. Höhe. So Rundflug-Helikoptermäßig. Also schon einige tausend Meter. Oder in der Stadt halt vielleicht so, wie man es halt in Star Wars sieht. Verschiedene Flugbahnen, wo du rumfliegst. Also so halt zwischen den Hochhäusern durch und so. Das ist eben etwas, da ist noch Gefahr dabei. Aber ja. Okay, also zeitlich sind wir jetzt, glaube ich, so ziemlich am Limit. Wir haben jetzt vom Meer, glaube ich, am meisten Fragen beantwortet, von denen nicht so, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ja, meine Fragen sind eh nicht so. Es sind halt einfach so. Also, ich meine, das mit den 3 geschichtlichen Leuten da. Das hat eigentlich schon hat's gezeigt, das hat eigentlich schon gezeigt, wie dumm deine Fragen sind. Genau. Nein, aber ich glaube, so für die erste Folge ist das da jetzt so ziemlich akzeptabel. Es ist natürlich, dass wir kein Thema haben, ist das vielleicht für viele Leute jetzt einfach nur irgendwie ein Bullshit, wo wir da am Labern sind. Man kann es einfach als Aber Kennenlernen bezeichnen. ich glaube, ich könnte einfach mal so ein bisschen das im Hintergrund laufen lassen, beim Schlafen irgendetwas, wo am Reden ist oder was weiß ich. Ich hoffe einfach, dass es vielleicht 1 oder 2 Personen mal das ein bisschen anhören und ein bisschen reinschauen und das denen vielleicht auch gefällt. Und ja, die nächste Folge kommt irgendwann raus, wenn wir vielleicht irgendwann mal wieder Zeit haben. Ja. Ja, erst mal eins nach dem anderen. Und Jetzt dann, ist mal Schule überleben und dann, Hey. wenn wir dann im Homeoffice sind, wird es dann sicher mal wieder eine einfache Möglichkeit geben, den Podcast aufzunehmen. Homeoffice, wenn das nochmal passiert, dann wird es lustig. Ja, du hast den Klassenchat noch nicht durchgelesen. Was? Mhm. Haben sie jetzt nochmal geschrieben, oder was? Ist ihnen etwas gekommen? Ja, es ist etwas gekommen, aber es ist also einfach Nein. das Foto von Regeln, die man muss einhalten muss ab nächster Woche. Ja, nein, also wenn sie... Das Ding ist, Regeln, ja, ich bin voll dabei. Aber wenn sie jetzt schon so Regelzeugs und Sachen schicken, dann kommt der Lockdown ziemlich garantiert. Irgendwie. Sagt mir mein Gefühl gerade. Wir werden jetzt... Ja gut, nein, es ist schon lange vorbei. Ja, nein, wir werden es sehen, aber nächste Woche wird sich dann wieder wahrscheinlich eine Krisensitzung geben. Und ich hoffe jetzt einfach, dass der Bund jetzt das ganze Zeug wieder mehr will, mit einzelnen Kantonen, das funktioniert nicht. Nein. Also ich finde vor allem, wenn du Schulen schliessen musst, das finde ich nicht so tragisch. Also zumindest freiwillige Schulen. Ich habe das Gefühl, die bringen es noch in den Griff. Ja, aber so obligatorisch, ja, Also Primarschule, ich meine, so Primar, das ist heavy, da Das verstehe kannst ich, du wenn du nicht. das Kind gleich noch schicken willst und musst. Aber jetzt eben, für uns wäre es auch nicht so ein Problem. Ich meine, es war deprimierend gewesen, allein daheim, aber wir schaffen es. Ja, So. irgendwie bekommen wir das schon hin und jetzt müssen wir echt mal... Ja. Das ist, Stay safe, wash your hands. genau. Nein, das können wir eigentlich auch gerade nur sagen. Haltet Abstand, haltet euch an die Regeln, wir wollen keinen fucking Lockdown mehr. Kneift euch einen scheiß Arschbacken zusammen, Jungs. Das kann sonst nicht funktionieren. Wir haben es im Lockdown, wir sind so kurz davor gewesen und dann ist alles wieder kaputt. Im Lockdown haben wir 3 Anstecker am Tag geschafft und jetzt haben wir wieder ein paar Tausend. Das ist schlimm. Das ist schüch belastend. Nein, also merci für alle, die sind gut zulassen und hoffentlich lassen ihr auch noch die nächste Folge an und haben nicht das Trauma von unseren dummen... Out. haben irgendwie ein Trauma von unseren dummen Fragen. Wenn ihr interessante Fragen habt, die ihr von uns beantwortet habt, Oder Themen. oder Themen, schreibt die unbedingt in die Kommentare oder meldet euch privat bei uns. Das wäre mega geil, weil dann haben wir wirklich, wissen wir so ein bisschen, was euch interessiert und könnt ihr darüber talken. Und ja, und jetzt bis zum nächsten Mal. Skrrr. Oder irgendwie... Skrrr. Skrrr. Ich kann das Chewbacca-Geräusch nachmachen. Nein, das oh mein Gott.